grüß euch, servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Noch ein paar mehr. Es Zeit Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. als Barkel spielt wir noch dem Wiener Schar. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrapumpet hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum bei und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Chor. Es Zeit Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, ich habe die Ehre, grüß euch Gott zu einer weiteren Ausgabe von der Pawlatschen. Heute wieder aus der Klause Klaus. Einmal bin ich wieder hier zu Gast, aber nicht nur ich bin heute hier zu Gast. Ich fühle mich sehr geehrt, hier wieder sein zu dürfen. Ich freue mich. Scheiß. Es meldet sich der hinterste Zwerg, optisch der hinterste Zwerg, der 7. quasi, obwohl wir noch 4 sind. Hinter den 7 Bergen der buckligen Welt. Ganz genau, ganz genau. Der Hausherr sozusagen darf sich hier einmischen. Schön, dass du da bist, wir freuen uns auch. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich natürlich, und wir freuen uns ganz besonders über unsere Gäste. Zum einen einmal die Chantal, die war ja schon bei uns. Die kennt ja schon jeder, die ist schon uninteressant geworden mittlerweile fast, möchte ich fast sagen. Aber nicht wirklich. Chantal, wer es nicht weiß, wie habt ihr das genannt, unsere Videoschnitt-Editor-Reel, Videoschneiderin, Macherin, die... Irgendwas mit Videos. Irgendwas mit Videos. Irgendwas, was sie macht, das wissen wir auch nicht, was sie Nein, die verantwortlich ist für unsere TikToks, Shorts und dergleichen, die Chantal kennt man, wir kommen eh noch ins Plaudern, aber die kennt man schon. Aber komplett neu in der Pawlatschinger Familie, nämlich wirklich komplett neu ist der Michel, der Extremschaukler. Wo ich immer glaubt habe, das war der Bandname. Ja, nein, das ist nur Old Lost. Der Name. Das, ist ja, das muss dann eh noch in Ruhe erklären, aber jetzt mal Herrschaften, ein herzliches Willkommen, Chantal und Michel, nicht nur der Freund, sondern auch Musiker und natürlich mit der Gitarre mit dabei. So, wir freuen uns, dass du da seid. Großartig. Absolut. Leibend. Der Michel fährt heute noch mein Auto, Ja. aber auch achtlos gesagt, willst du mittrinken, Chantal fährt nicht mein Auto und Die du hast gesagt, schaut, wie es sich ergibt. genau, du hast gesagt, ich werde mich absagen. Warum hast du gesagt, du willst nicht zurückhalten? Irgendwas hast du gesagt. Ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ach so, ist noch verstanden. Ach so, ja, na gut. Ja. Da tut der Achtel Weine gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Aber sag ich zu einmal. viel soll es dann auch nicht sein. Ja, nein, man kennt ja krank werden, vom Kranksein. Ich trinke ein Wasser da noch. Noch, ich habe einen Spritzen eingeschickt, aber Patrick, ich würde sagen, warte, ich muss die Kamera, ich muss das Kamerakind, Patrick. Nein, das ist die falsche. Na geh. Lass mich durch. Auf das muss man durch. Lass mich durch, halt's durch. Heute, wir sind ja hier sehr beengt, natürlich ein bisschen heute. Klausi, bitte, da stehst du nicht. Tu da bitte nicht weh. Die wird nicht sehr lange dauern, jetzt da sofort ist die Kamera. Schaut, die Achteln fallen schon eine für euch zwei. Gott sei Heute Dank. großartig. Endlich ist Ich habe die Gitarre weg, damit endlich ich noch die seid ihr- Hand frei habe fürs Weinglasl. Oder? Das dauert noch ein bisschen, aber gleich habe ich die Kamera. Warte, ich muss erst einschalten, ob es geht. Ich weiß ja nicht. Ich schalte einmal. Das funktioniert schon. Kamerakind, oh, Patrick. Kamerakind ist schon Kamerakind Patrick. Kamerakind Patrick. Ja, ist er da. Jawohl. Jawohl. Herzlich. Und So, was oder? mache ich jetzt natürlich? Ich begebe mich zum Kühlschrank. Bitte schön. Zum Kühlschrank und da wird sehen, was das für ein Kühlschrank noch ist. Zwar ein neueres Modell, also ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Schon ein paar Jahre, aber halt trotzdem ein neuerer. Und trotzdem ich werde sehen, was da in die Tür reingeht. Patrick, los geht's. Ich gehe los. Jawohl. Patrick marschiert, schau die Achtel von rein. Für die Gäste, schau die Achtel. Ich wär gleich. Und Guten Abend. jetzt da? Ja, Jetzt? da schau her. Vergesst die Milch, vergesst das Wasser, aber da steht ein Doppler in der Tier. Jawohl. Und zum Doppler, wenn wir dann gleich noch was sagen. Schau. Geil. Ja. Ist das fein. Bei uns in der Steiermark haben sie schon vergessen, dass es überhaupt mal einen Doppler gegeben hat.
Da steht er. Da Bei steht er. uns geht's. So, und das ist aber ein besonderer Doppler. Patrick, was machst du jetzt? Warte mal. Warte mal. Kamerakind Klaus. So. In der Tat ein besonderer Doppler und zwar limitiert auf 100 Austro. 100 Stück Austro Magnum sozusagen, jawohl, vom Weingut Zierensack, der Festivalwein vom Wienerlied Festival, Landpartie am Kellerberg. Den werden wir heute aufmachen und trinken, weil heute sind wir ja zu viert, nicht wahr? Ja. Da zahlt sich sowas aus einfach. Nicht? Gott sei Dank ist einer ein Fahrer. Die andere ist krank. Großartig. Trinkt auch nicht viel. Da wir nicht lang dumm Jawohl, reden. schick Machen mal. wir- Ich schreite zur Tat. Ja, bitte. Ein Kronkorken, jawohl. Klassiker. Ein Klassiker. Klassiker, reiß auf. Einmalig. Das ist ein Wahnsinn. Es ist eigentlich toll, gell, wie sich das Fernsehen entwickelt hat. Wahnsinn, ja, genau. Ja. Bitte, ich gehe mir Haben wir ja vorher schon gehabt, wir sind ja nur im Internet. Ne? Ja, Genau. da schau her. Da schau her. Aber sie das schauen hier. das ist ein Geräusch. Kriege ich schon die gute Laune nur vom Das Zuhören. ist das, gell? Ja. Ja, was, aber ich meine, nur vom Zuhören schön, allein war es halt auch. Das ist ja nur. Schau her. Dahinter haben wir schon ein Jasal mit einem spanischen Serrano-Schinken mitsamt herrlichem, selbstgemachten Schinken- und Wurstwerk vom Fleischhauer in Kirchschlag. Ja, das schon ist, weißt du schon, gell? Stell dir das noch da vor. Weißt, da kann ich wieder umschalten. Sieht man die noch hinterm Doppler jetzt? Hinter dem Doppel sieht man gar nichts mehr. Sieht man gar nichts mehr. Verschwunden nicht. Warte, ich werde das da herstellen. Ja, stell so. Schaut ja gleich ganz anders aus bei mir. Meine Herrschaften, bevor wir kurz in den Chat schauen, machen wir natürlich jetzt einmal ein Begrüßungsreiberl. Ich meine, man muss ja sagen, schaut sich die zwei an in der Anserwisch. Tja, Das sind die Level, die wir noch übergehabt haben. Unsere allerersten Level. Naja, nein, man muss ja ehrlich sein. Wenn man es jetzt anschaut von der Farbe her, meins, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist schon ein bisschen ausgewaschen. Ich bin der Einzige, der kann sagen, aber, naja, pass auf. Da seht ihr noch die Es ich habe mir zwei. gedacht, die sind länger gegangen und waren Aber einmal warte weiß. mal, warte mal. Ich habe so ein Level als Arbeitslevel, glaube ich. Geholt die links. Ich trinke dabei mit. Nein, wenn wart's noch. Wart's noch. Ich habe so ein Arbeitslevel. Ja, einen wunderbaren Festivalwein da. Schlecht Ich hab jetzt noch gar nicht vorbereitet, gesagt, Klaus. ein grüner Veltliner. Und zwar ist das Ried Altgebirge, trocken 13 Volumensprozent vom Herrn Zierensack. Wunderbar. Das müssen wir warten, bis der Und dann kommt. trinken wir da auch Wasser. Weißt du? Das ist Das können wir vor laufender Kamera. Bitte jetzt, bitte nicht mitschneiden, das ist eh sowieso überall drinnen. da wird ein Short draus. Chantal, du machst Wenn ich die sicher Bablatschen super krieg, Shorts draus, ja genau. Ja, Klaus, Unglaublich. bitte haut den Klaus sofort Achtel rein. Er hat auch ein Leiberl. Er hat eins gefunden, das ist ja unglaublich. Ich bin begeistert. Abgesehen davon kriegen wir da einen halben Strip. Das ist der Kamera. Was heißt halbes, aber die Hosen einer weg ist, wo ist es? Kamerakind Patrick ist jetzt nicht eingeschaltet, aber das müsstet ihr ja sehen. Also Die größte Erotik an meine Kniescheiben. begnadete Körper kann man da sagen. Allein für die Action hinter der Kamera und das Ausfahren heute schon mehr als ausgezahlt, muss ich halt wirklich sagen. Gell? Ja, aber weil ich natürlich auch schon Modelqualität mit. Schaut euch das an, jetzt bin ich auch. Man sieht die Flecken, das sind halt, Die Flecken werden vom Bart überdeckt. das ist halt mein Arbeitslevel. Aber ja, Arbeitslevel, Geht und sich schau, mit dem Bart aus. jetzt sind wir alle gleich. Wenn er Ja, wei- das wenn muss er- mir klar sein. Aber wenn er noch weiter arbeitet, der Herr Kollege Klaus, kann er bald als Klaus gehen, nämlich. Weißt du? Das ist eine Arbeit. Satter. Meine Herrschaften, jetzt einmal, darf ich jetzt auch, weil jetzt habt ihr eh schon getrunken. Nein, Schön, dass wir haben noch nicht. Wir Wir haben haben noch noch nicht. nicht. Wir haben Ja, gewartet. Wir ich haben verstehe. gewartet. Wir haben Schön, dass du da vorher seid. Zum Wohl. Ein Wasser aber drin, zum Wohle. Bravo, Wasser. Prost. Sehr zum Und natürlich Wohle. auf euch, meine Lieben, sehr zum Wohl. Jetzt schauen wir gleich in den Chat rein. Wir haben ja schon verkostet. Wir Also, kennen nämlich auch wir gehen Ein jetzt sehr hier. feines Tröpfel. einen Traum, gell? Schon. Ja, Sehr, na, sehr danke. gut. Unglaublich angenehm. Der schmeckt sogar mir. Wirklich? Ja. Bist du Weintrinker grundsätzlich oder nicht so? Jein. Ich versuche sie gerade zum Weintrinker oder zur Weintrinkerin, muss ich jetzt gendern Was aufpassen, trinkst du? Ja, zu erziehen. Also, gescheit. Was trinkst du denn sonst so am liebsten? Einen griechischen. Aber das sagst du aber auch nur, weil du gerade aus Griechenland von Urlaub zurückgekommen Das bist. ist auch schon wieder einen Monat her. Haben wir auch bekommen. was trinkst du? Eistee. Eis ist super. Ja. Ein paar Mitbringsel habe ich natürlich auch hergeschenkt. Haben wir da, man sieht es da Da. ganz leicht. I love Coos. Sollen wir es Haben wir herschenken? bekommen, haben wir Herzeigen? Ganz lieb, wir haben uns sehr gefreut. 240, ja. Ein kleines Präsent. Und ja, aber trinkst du ein Bier?
Nicht so. Das Weniger, ist oder? das schon, ja. Noch seltener als ein Wein. Das war jetzt eine sehr peinliche Stille auf die Frage. Jetzt war es ruhig Nein, kurz, es ja. ist Schnaps, wie ist mit Schnaps grundsätzlich? Wissen wir schon. Schnaps schon. Wissen wir schon. alle. Wissen wir Also schon das von war das war bei der letzten Überraschung. Überraschung. Ja, ich wollte nur die Zuschauer hinführen wieder, nicht? In die Realitäten. Ja. War Ja. noch vor der 200. dass ich da war, also immer vor der 200. schauen, falls man nachschauen möchte. Wirklich? War vor 198 198. was, Okay, glaub ich. ja, verwöhnt. Ist mir schon da zu warm, ist mir schon zu eng das Level, aber ist so wurscht. Harry Belafonte sagt natürlich alle in Uniform. Wer ist denn jetzt wer? Nicht der Kleine hinten, der Kleinste, der Zwerg, das bin ich. Mit der meisten Mähne, das ist die Chantal. Die mit den Haaren. Naja, Wobei der Moment. Micha eigentlich gewaltig zuschlägt. Der Pater und ich Der kehrt zum natürlich. Friseur, deswegen. Ja, Was die Haarpracht angeht, ist bei mir am wenigsten vorhanden, muss ich sagen. ja das ist halt Und der auch Klaus hat am allermeisten unterm Kinn. richtig. Ich hab die Er hat einen Haare. Pfusch ab. Am Also 6. eigentlich, Am 6. wenn man es so Dezember sieht, war- haben wir doch einige Merkmale, die uns dann doch optisch voneinander unterscheiden. Das heißt, die Verwechslungsgefahr ist Richtig. trotz der einheitlichen Uniformierung Und? relativ gering. Man Gott sei kennt, Dank. man kennt mich ja leicht an der kurzen Hosen. Ja, das stimmt, ja, stimmt natürlich. Ja, Der sitzt, der ist zwar so klar, wie der Zwerg, das ist aber die Hosen sieht man trotzdem. Das ist interessant. Was hast du für eine Kamera? Nein, man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Das war ja ein Schmäh. Ach so, ich hab jetzt War ein geglaubt. Scherz. Ich muss schon Das wirklich ist glauben, der wirklich- sieht es. So, Sitzt da hinten jetzt der einmal Zwerg? einen Blick in den Chat. Bitte lasst einmal in den Chat reinschauen. So viele Leute Leute sind da. Die Momo M ist da, Matthias Mariacha, Ludwig Sass, jawohl, Franz Ein M, Schulkollege von mir. Ja, jawohl, Peter Brachtl, Patricia Schwarzbauer, die kennst du. Ja, ein bisschen. Wieso? Das ist ganz rein zufällig meine Mutter. Ganz rein zufällig. Ich habe nur ganz peripher mit ihr zu tun. Und da kommen wir schon zu einem ganz wesentlichen Punkt, weil Ja. mit der Patricia, ganz liebe Grüße an dich und deinen Herrn Gemahl. Und die Großeltern, die sind heute Ah, bei ja. den Großeltern. Omsch und Opi sind auch dabei. Omsch und Opi sind dabei. Also eigentlich, deine Familie schaut komplett dazu. Kannst du sagen, jetzt so? So, ja. Also, ich meine Ja. jetzt so die Ängste. Die Ängste Die schauen- Schwester schaut zu. Das weiß ich nicht. Schwester! Schwester schaut zu. Schreib einmal der Schwester, liebe Mama. Ja, mit der Patricia bin ich in die Schule gegangen, in Otterkring. Ich bin also Otterkringer Hautegen. Patricia ist dann in die Steiermark gegangen und dann ist natürlich sowas rausgekommen. Nicht? Nein, Also, ich bin schon vor der Steiermark Wirklich? rausgekommen. Ja, ich bin noch in Niederösterreich geboren, lieber Klaus. Ich bin geboren in Mistelbach. Jösses, das ist meine Ja, ich meine, meine Heimat, meine Und neue. ich habe auch in 2 oder 3 Orten in Niederösterreich gewohnt, bis ich Ich 6 wollte gerade Jahre sagen. alt war. es wird nicht besser. Es wird nicht. Okay, ja, das reden Hättest einfach gesagt, du bist aus der Ja, Steiermark. das ist einfach die Pappen. Nein, weil Nein, das Lustige ist, egal wo ich bin nirgends ganz. In der Steiermark klinge ich wie eine Wienerin und Ja. in Wien klinge ich wie eine Steirerin. Das glaube ich dir. Und Das- ich habe aber nichts von beidem so Ich ganz. verstehe. Aber jetzt bist du Wiener Lied-Fan. Und Ja. nicht unwesentlich beteiligt, deine Frau Mama. Die Patricia, meine liebe Schulkollegin, dickes Puzzle, bravo, gut hast du das gemacht. Weil es ging ja darum, damals, dass wir gesagt haben, wir suchen jemanden, der unsere Videos in die Kurzform schneiden kann. Also transformiert in Shorts und Reels. Und da hat eben die Patricia gesagt, hat das mitgekriegt über Facebook und hat gesagt, ja, mein Töchterchen macht ja sowas, wüsst nicht. Und ich habe dann eine E-Mail geschrieben. Eine unheimlich höflich ausformulierte E-Mail, weil ich nicht gewusst habe, wie professionell das Ganze wirken Das war soll. das erste Bewerbungsschreiben, die willst du Ein richtig schönes Bewerbungsschreiben. Allem. Mit Lebenslauf, mit Bewerbungsschreiben, mit der E-Mail nochmal extra schön angesprochen. Alles war drin. Ich habe das gelesen und habe 2 Schnaps gebracht. Aber da, die bewirbt, habe ich gesagt, Patrick, die bewirbt sich, hast du ein Gerstl und die bewirbt Ich glaube, ich habe tatsächlich so ein Ich hab da kurz in- 4 Absatz ich hab da kurz in den Sack Bewerbungsschreiben gegriffen, aber da ja. Nein, du hast es wunderbar gemacht, es es gehört sich ja so, man weiß Absolut, ja ich nicht, hab's es ja gehört nicht sich ja so, gewusst. richtig. War ein sehr nettes und sehr aussagig, also eigentlich ich habe keine Erfahrung mit sowas, aber ich glaube, es war ein sehr gutes Bewerbungsschreiben grundsätzlich. Wir haben dann telefoniert und hat passt und wunderbar. So, dann hat sich das ergeben, das ist die Schnellfassung, bevor ich im Chat weitergehe, dann hat sich das ergeben, dass du ein paar Sachen geschnitten hast, dann warst du einmal in Wien und hast uns überrascht mit deiner Schwester gemeinsam, wenn wir mit
lustige Hermann gespielt haben. Ja. Genau, Übrigens das war sehr heuer lustig. wieder. Im November Im wieder, ja. November sind wir wieder beim Seelitsch in Stadtlau mit lustigen Hermann. Und dann haben wir gesagt, das trifft sich, wenn du gerade in Wien bist, kommst du in die Pavlatschen. Ja, So, weil ein Mensch geht sich im Studio auch noch zusätzlich aus. genau. Und dann kommen wir jetzt zum Michel, weil der Michel hat das nicht etwa, weil er glaubt hat, die 16 sind cool, die sind leibend, na gar nicht. Jetzt hat er gedacht, na gut, Obwohl sie cool und leibend sind. mittlerweile weiß er es. Ja, am Anfang war so, ja, mach halt nett. Ja, Danke. Ja, nicht so. Zugegebenermaßen habe ich mich bis vor einiger Zeit absolut nicht für das Wiener Lied und alles, was damit an der Peripher zu tun hat, auch noch ansatzweise interessiert. Und dann habe ich die eine Pavlatschen gesehen, wo meine Freundin dann irgendwie so drin gesessen ist und das war lustig. Das war leibend, das hat mir taugt. Die Musik hat mir taugt und seither bin ich bekennender Pavlatschisti. Jawohl, bravo. Bravo, das bravo. Erik. Hoch die Gläser. Hoch die Alter. Gläser, na was denn? Wir sind ja nicht zum Vergnügen da, nicht? Prost. Zum Wohle. Jawohl, sehr zum Wohl. Das gefällt uns wahnsinnig. Bevor ich weitergehe, spielen wir was. Spielen wir was, ja. Was hast du jetzt da? Ich ausnahmsweise fangen mit dem. Nein, nicht zu spielen. Entspann dich. Michael, entspann dich. Du bist noch nicht dran. Entspann dich. Ja. Ganz, Du ganz. darfst was wünschen, ganz genau. Natürlich, normal fangen wir mit den Damen an, aber du warst schon in der Pavlatschen. Genau, ich du hast, durfte mir schon mal was wünschen. genau, du darfst auch nachher was wünschen. Aber jetzt einmal, wenn du sagst, du bist jetzt ein Pavlatschistingerer, was war so ein Lied, was du sagst, das hätte ich jetzt gern hören? Also das erste, was mir jetzt wirklich so in den Sinn kam, war tatsächlich der Habibi. Habibi? Ja, Passend zum nächsten Gig. erste. Passt zum nächsten Gig. Ja, am Mittwoch. Am Mittwoch, 15.30 Uhr. Im Habibi und Haberer ist 16. Also dafür entspannt zuhören, das ist Machen wir das. Jetzt hört Glas dazu. Also, schau, wie sie sich Ich nehme mir schon mal das ja, Wasser. und ihr könnt es auch schon da zuschlagen, gell? Brot da? Ja. Bitte, selbstverständlich. Stimmt eigentlich, ja? Stimmt, das kennt man auch mal. Aber Ich habe leider wir keine müssen Zeit, eigentlich auf nichts das dazu habe machen. ich gar nicht gedacht, Butter habe ich kann. Das passt schon. Kein Stress. Wollt ihr Käse? Nein, Käse hätten Nein, jetzt du spielen. Spül. Die Leute warten. auf Wunsch, der letzte hinterste Zwerg darf jetzt den Auftakt spielen. Ist die Platz tauschen? Nein. Ich fühle mich da wohl da hinten. Jahre schon und an wir gleich aus. Wir gehen beieinander ein und aus. Andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt von anderen noch und noch. Der Heimat ist da und seine ist fern. Doch wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben verlebt, waren im Mundlich Verein. Ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist das Gleiche damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere sitzen und andere sitzen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Mein Heimat ist uns, seine ist fern. Aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben verlebt, wollen im Unglückverein. Ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund.
Jawohl. Jawohl, Dankeschön. 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 Warum die Nummer? Ich weiß nicht, es ist die war eine der ersten Nummern von denen, von denen ich euch gehört habe, die mir so im Ohr blieben ist, im Kopf drinnen blieben ist. Ja? Ich habe damals schon geschrieben, und das ist auch lustig, ich kann jetzt gerade nämlich jemanden aus dem Chat grüßen, nämlich der Küchs von Küchs und Konsorten von meiner Partie, hat schon eine grüßt, dann Kernigen einen Gruß hereingeschickt. Ja? Und er hat nämlich auch schon geschrieben, Abdul grüßt Habibi. Jawohl. Ja? Jawohl. Wir haben nämlich eine Nummer, die heißt der Abdul. Ja? Wirklich wahr, ja. Also von der Thematik her in einem ähnlichen Ressort angesiedelt. Und Ja. die Nummern, die zwei passen jetzt nicht gut, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir der Habibi so im Ohr geblieben ist, weil ich einfach da sofort diese Verknüpfung hergestellt habe zu der Nummer, die wir dann Die noch spielen. Assoziation. Ja, die Assoziation. Ja, Und nein, das ist so die erste Nummer, an die ich denke, wenn ich an euch denke. Das ist so, Das ist schön. Schön. Eine feine Geschichte. Ich muss jetzt im Chat reinschauen. Es ist wirklich, Ja, ich bin unbedingt. total hinten nach. In dem Moment eine Grüße zurück an den Trommelkonsorten, der hat sich nämlich auch gerade gemeldet. ah ja, schau! Ich Wunderbar. bin ja da. Grüß dich Gott, servus. Grüß dich Gott, aber ich bin ja ganz am Anfang. Der Werner ist auch da, fein. Ich bin ja nur am Start quasi. Aber ich werde schnell. Ich werde ganz schnell. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, Markus Volker ist da. Grüß dich Gott. Der Raffi ist der Landtagsstürmer Markus. Der Fritzl Starkus, unser grauer Senior, ist am Start. Michael Unger, der Wolfgang. Ich muss jetzt ja nicht, aber das ist aber natürlich das gehört sich schon. Kehrt schon. Der Maber, der Roman ist da. Schönen Abend, sagt er. Jetzt will ich so durchkommen. Markus Pristonik. Wir sind heute aus Antalya, Türkei dabei auf einem Leimerne Pavlatschen. Bravo, Markus. Großartig. Beste Grüße. Liebe Grüße und schönen Urlaub euch. Ich wollte schon sagen, beste Grüße nach Rotterdam, ja, Türkei. Entschuldigung, ja, hier ist es da. Da haben wir wieder. Ein Bonbon. Ein Bonbon, ein Bonbon. Paul Hartmann ist am Start, grüß dich Gott, jawohl. Wegen einem kulturellen Austausch war es, einmalig. Ja. Die Dame trinkt wieder Bier, fragt der Wolfgang. Wieso? Die Dame trinkt wieder Bier? Das letzte Mal habe ich ein Bier gehabt. Wirklich wahr? Ja. Ach, du es weißt? Das ist die Leute, das merken. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ist unglaublich. ja, Das ist wirklich ein unglaublich. Wahnsinn. Das hat nicht einmal sie mehr gewusst, oder? Ja, ich Ich muss den Schluckerl nehmen. Jetzt mit nehme der einen Schluck, Erinnerung, ist ja wurscht. Der Rudi Korbis ist da, jawohl. Pass auf, ich hau jetzt. Sophie's Live, schau, guten Abend aus dem Tal. Das sind von unten Kirchschlag. Gleich da unten. Sophie, meine Großnichte, respektive die Kati, die Mama ist meine Nichte. Die sind da gleich da unten. Sieht man runter. Und der So, Vater theoretisch. und schaut Kann man auf rausschauen, ne? Ja, da müsste man rausschauen und runterschauen. Und ein Jetzt Licht ist muss schon es ein sein. bisschen Ja, jetzt ist finster es finster, jetzt sehen wir nur die Kirchschlager Kirchen. Also ich habe es vorher quasi schon aus Versehen gesehen. Hast du das ja, du hast es gar nicht gewusst, aber doch hast du es gesehen. Doch hast du es gesehen. Jawohl, einmalig. Der Maike ist da. Schau, die Steirer. Steirer sind da. Ja. Knittelfeld, glaube ich, gell? Oder? Ist das da? Großartig. Maike und Mike und Christine. Christine, ja. Ja, bin ich deppert. Ich glaube aber Knittelfeld. Wenn nicht Knittelfeld, sofort urgieren und melden, bitte. Ja, bitte darum. Da Belita. Susanne Faber ist da, jawohl, Harry Schneller Flonte, haben wir schon gesagt. Harry Schneller Flonte. Das, die Magnumflaschen für das gemeine Volk. Ja, so schaut's Ja. aus. Das einzig vernünftige Gebinde, Markus Pristonik. Zum Doppler ist es. Ihr seht ja weiter hinten. So, pass auf, ich fahre jetzt ganz runter. Naja, so ein bisschen. Ja, ist nicht so schlimm. Schau, da haben wir Küchs ohne unseren- Konsorten. Genau, das ist der Bandleader. Ui. Und dann haben wir noch Küchs und Konsorten, das ist der Trommelkonsorte. Ja, unser Ohne und Percussionist. Ich verstehe. Genau. Weltklasse. Vielleicht kommt unser Quetscher auch noch. Die zwei Mal schauen. Küchsen, die zwei Oh, ist Küchsen. ganz schlecht, da muss ich mich heute geübt sonst. Aber ja, pass auf, aber der Uli Slonik ist da aus Helsinki. Servus, Uli. Servus. Die Weltklasse ist wieder dabei, bist der Ulrich. Jawohl. Brauchst aber keine Sorgen machen, Patrick, weil der Mike, der ist Lehrer an der Musikschule, der ist das gewohnt, wenn er mal was Schiefes hört. Du, aber heute besonders hohen Besuch. Besonders hohen Besuch. Dazu noch, weil jetzt die KTM-Junkie ist da, Markus Ehre ist da und der erfolgreiche Musiker. Ich spiele und singe aber der erfolgreiche Musiker, dahinter verbirgt sich nicht geringerer als der großartige. Grüß dich. Mehrfache Amadeus-Gewinner, wenn ich weiß. Wenn ich mehrfach, ich Servus. glaube mehrfach. Nicht, dass ein Blödsinn ist. Nicht das- Na, mindestens einen, Ja. oder? Mindestens einer hat als Komponist der ganz großartige, na, das ist mir der Name.
Emanuel Treu, so dass es zusammenbringt. Emanuel. Der Emi, Genau. der Emi. Ich habe das jetzt war mit erfolgreicher Musiker. Der Emi ist auch da, das gefällt mir voll. Jetzt wird man so nervös da. Brauchst du nicht nervös werden, weil ich hätte gesagt, das nächste Lied spielen. Nein, jetzt kommst du da. Chantal, du hast noch ein Wunschlied. Ein Wunschlied. Was war jetzt so dein Lied, was du wirklich toll findest? Also grundsätzlich würde ich dann gerne mal zusammenhören, aber wenn es jetzt wirklich kommt nur schon. ums Wiener Lied geht, dann nehme ich, glaube ich, ist Treibfallbad. Ja, das ist. Bier und Ja, knapp. aber da haben wir ja nichts zum. Die ersten Rapper der Welt, wie wir immer sagen. Ja. Das waren die ersten Rapper. Der Emi sagt schon, einen Amadeus, nicht mehr. Ja, aber du hättest mehr verdient. Aber reicht schon, oder? Punkt, Ausschluss. Aber ganz großartig, es du. gefällt mir voll, dass du dabei bist. Weltklasse und jetzt, wann Musiker zuschauen oder Musiker, die gerne Musiker sein wollen, der erfolgreiche Musiker, unter dem Titel auch, findet man auch im Internet, und das meine ich ja wirklich erstens einmal eine Buchreihe, alles Mögliche, also, wo es wirklich darum geht, wenn du die Musikerkarriere starten willst in Österreich. Das ist nämlich das Wesentliche. Er ist ein Österreicher und kennt sich mit der österreichischen Musikszene sehr gut aus. Das ist empfehlenswert und meine ganz persönliche, wirkliche Empfehlung, weil ich höre das auch, laufe die letzten 2 Sendungen habe ich noch nicht gehört, sind aber schon in der Playlist bei mir ganz oben, ein mörderisch leibender Podcast über die Musikszene in Österreich und vom Tontechniker über den Produzenten bis hin zur Stimmbildung, also alles und so mögliche. weiter, ja. Und wirklich die absolut leibendsten Beim Leute. Auffahren haben wir noch überlegt, was wir beim Auffahren huchen. Ja, no? Jetzt wissen wissen wir's. wir's. Absolut empfehlen. Jetzt wissen Der wir erfolgreiche Musiker, wirklich kann ich empfehlen, ich höre mir selber an und bin wirklich begeistert, weil es wirklich tolle Einblicke gibt, weil der Emi halt Weltklasse Gäste hat, die da natürlich was zum Erzählen haben. So, jetzt der Maike hat gesagt, fast Knittelfeld, laut Justine, genau, wenn Zeltweg sind sie daheim. Zeltweg. Ja, Das das, war das geht ja Ja, aus. das war die Das Geschichte, lassen wir was durch. wir Fußball gespielt, wo wir da gespielt, auch in der Steiermark, irgendwo haben wir da gespielt, in Bei Trofeiach oder Trofeiach, ja. dort irgendwo. Trofeiach. Und ja, das war in dieser Mühle, In der also Mühle haben wir dort Kulturmühle. gespielt, ja. Und Mike und Justine sitzen dort nicht? Und ich sage jetzt, ich freue mich, dass der Steirer da sind auch, nicht, Freunde, wo seid ihr her? Und die Justine sagt, das Knittelfeld. Und der Maike sagt zu ihr, du weißt aber schon, dass wir aus Zeltweg sind. Und sie sagt, ah ja. Also das war Weltklasse, absolut. So, die Weitgeld ist da, Küchsone Konsorten. Dann sicher in seinem Auftrag liebe Grüße an den erfolgreichen Musiker Emi von seinem ehemaligen Bandkollegen, unseren Quetschen Konsorten Maike Zach. Jawohl! Jawohl, Ja, stimmt, jawohl. jawohl, da schaut er was Da auf. musst du sofort Stimmt, den Schluck der Mike, nehmen. der Mike. Du musst sofort. Auf Die den werden- Mike. Zum Auf die- Wohle. Das ist, die Pavlatschen ist ja quasi eigentlich Eine Tinder für Zusammenführung. Das ist das unglaublich. Tinder für Musiker, das ist ja nicht ganz klar. Markus, ja, der Wein ist gut. So, pass auf. Weltklasse. Das gefreut mich schon wieder. Das ist wirklich leid und das freut mich auch wirklich jetzt, nämlich sowas, weißt du? Weitgeld Das ist am ist Haken. schön. So, Weitgeld und Haken. wir spielen jetzt das Treppfeldbad für die Chantal. Und dann werden wir uns was anhören von unserem Michel. Ja? Ich meine, nur, dass du dich schon vorbereitest, weil nur Leiberlauzing reicht nicht. Ist ein bisschen wenig, weißt du? Du musst Das dann ist- fit sein. Hier Du wird musst auch fit sein. gearbeitet. Also, Du, apropos, schwer. arbeiten Patrick, mein Glas ist leer. Ja, gut, nicht dann Zug wie ein Eiche Ofenrennen, wie immer. Dankeschön. Geübter Weihvierler. Kann ich ja gut einschenken, ne? Schau, der erfolgreiche Musiker. Alter, der Maike. Was für ein arger Killer. Das stimmt aber. Der Mike ist schon. Ja. Hast du nicht geglaubt, gell, Emil, ne? Mit wem wir da Mike, alle ja. zusammenhucken tun. Ich meine, ich kenne ihn nicht, aber Die Welt Aber der ist, Michi kennt aber ihn, ihr das kennt ihn. reicht. Nein, Aber das die- reicht ja. wie man sagt, die Welt ist ein Dorf. Es ist aber wirklich Ja. so. Absolut. Absolut richtig. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trepfelboot. Dass sie nicht dabei waren, das ist schon. Da unten beim Kassier, da hat er Frage gemacht, ein paar Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn sie? Dann sind sie auf der Wiese. Werden's ganz Person, werden's ein anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, es
sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können zur schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mir zurück, sonst komm ich noch in Hitzen. Und tu den Kartenbändiger noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der dunklen Kabine, aber die Nackerten, die rennen her und her und her und her und her und her und her. Einer von den Nackerten, der ist so nämlich gefühlt, sein Freund schon das, als wir ein Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß, wer gewiss ja welcher Versäger ist. Sie ist wie ein Norrenhaus mit Singelsschuhe, außer unser Nebenmann, der zückt uns wieder raus. So jetzt probieren wir's halt einmal mit unseren Hosen, kaum um das runter uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, als so ein Mutz und groß, und gehen zanken, ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Da links der hat's ein hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wie er zur Brause hin, wie er passt der Beine in die Duschkabine, in der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie sagt Verhängnis, dass er so blöd ist, wenn er zum Apfelsusch, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, mit Wasser furchtbar zusammenzuckt. Bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verboten, die wenn's auch nicht druckt. Das ganze Dreck von Mott, das ist jetzt hin. Jawohl. Wir haben uns gehabt, die ersten Rapper der Welt, sag ich. Ja. Wirklich wahr. In die 50er Jahren entstanden. Die Achtelvereine, ich danke vielmals. Die Mama hat sich auch schon bedankt, die hat das wahrscheinlich auch gewünscht. Wirklich wahr. Ja. Danke, das Tröpfelbad, Patrizia Schwarzbauer. Jawohl, bitte sehr gerne. Wolfgang Bedank sagt dich schon- bei deiner Tochter, bitte. Ja. Der Wolfgang habe eine Kiste Bier bekommen. Ne? Wolfgang, da brauchen wir nicht, da brauchst du nicht traurig sein. Hätte ich bald gesagt, alle kriegen jetzt, Ja. nicht? Aber bei uns alle Achteln. Jetzt habe ich gespritzen erwischt. Der ist noch von vorher da, aber der geht auch weg. Ich muss ein bisschen auffrischen, bei mir ein Schluckerl. Was? Sonst wieder warm. Ja eben, nein, das will man nicht. Das will man Ein nicht. das darf Schluckerl nicht sein. des guten Zirnsackweines natürlich ist. So. So, schau her, Ulis Launig, jawohl. Achtel Markus, Geifall. Bravo, Geifall. Ja, da schauen wir an eine, die Achtel Geht's Maber. im Chat hat, bist du? Einmalig Fritzl, Startgast, rote Kurve. Geht's zu, man kommt fast Markus nicht nach. Ehre, im Chat. ja. Man kommt fast nicht nach. Na, Weltklasse, mir gefällt das sehr. Was ja ich spannend finde, jetzt muss man auch sagen, wir sitzen jetzt da bei einem Livestream mit dem Thema Wienerlied. Ne? Und ich meine, wir haben jetzt auch schon zwei junge Herrschaften da sitzen. Was du denkst, das ist jetzt nicht unbedingt Zielpublikum. Eine mehr, eine Nummer ein bisschen eins. weniger, aber Naja, von uns aus gesehen sind es beide jung. Sagen wir einfach jung. du Lass mir das. bist der Älteste, ja? Ich bin der Älteste. Ja. Ich bin ja der Kleinste. Da im Hintergrund. Ich bin ja der Weise. Der weiße Zwerg. Der Weise jetzt, der Unterschied. Der Weiße. Oder Papa Schlumpf. Ich krieg von links und rechts Klatschen ja bald. Das ist ein Wahnsinn. Das ist der guten Platz heute. Jetzt haben wir schon bald alle Fantasy-Genres durch. Schlümpfe, Zwerge, Gandalf. Wenn jetzt Dafür ist es einer Goblin zu mir sagt, oder wie ein Goblin, oder wie ein Goblin, ja. Da wird die ersten Watschen ausgeteilt während diesen, dass ich mir ein bisschen einen Respekt mir verschaffe. Hier Von den jungen Mann und Du solltest aufpassen, weil die Mama hat Michi, glaube ich, sogar fast ein bisschen mehr lieb als mich. Und dann läuft sie daher. Da kannst du sicher sein. Ja, Patricia, pack die zusammen, komm her. Der weiße Klaus. Nicht weiße Klaus. Also. Endlich einmal ein Paulage mit Unterhaltungswert. Haare wird lieber. Nein, wenn wir einen Haare nicht hätten wir nichts verdunsten lassen, sagt der Wolfgang. So, aber jetzt zu euch, Jungen, weil es ist ja wirklich so. Das Klos ist ja schon. Naja, es ist aber Clever, die Realität. Ja. Aber du hast es ja schon ein bisschen angesprochen gehabt, dass jetzt über die Chantal da hergekommen bist, irgendwie mit dem Wiener, oder mit uns einmal. Ja. Aber ja auch das Wienerlied, weil wir haben ja dann lang plaudert, wir haben einander ja getroffen beim Lentner Karli, wie wir gespielt haben, am Frühschoppen. Da haben wir ein bisschen plaudern können. Und
das Wiener Lied ist per se, seid jetzt beide natürlich nicht damit wirklich aufgewachsen. Nein. Aber Nein, überhaupt nicht. jetzt da auch jetzt abseits der 16er Blume, aber das Wiener Lied hat das schon was, wo du sagst, das habe ich nicht gewusst, dass das eigentlich so Leibwand ist. leibend Ja. Ja, ist. Das schon so? ja. Absolut. Ja, weil, ja, also in der Schule haben wir es mal ganz kurz durchgemacht gehabt und das ist, ich glaube, du hast es eher auch immer gesagt, immer so als eher traurig und eher so niederdrückend. Und ich habe das dementsprechend im Kopf gehabt und dann habe ich euch kennengelernt und gesagt, doch nicht. Es Aber ist nicht schon so traurig, was. aber mit den zwei Aber geht's. mit den zwei ist zum Aushalten, nicht? Weißt du? Nein, aber Ich verstehe, ja. Das ja. ist nicht nur traurig, es gibt mehr viel, dahinter ja. ist als nur dieses bisschen, was halt traurig und niederdrückend Ja, ja. ist. Das gehört natürlich dazu, aber Absolut, aber In das jeder ist in jedem Volksmusik so. Genre so. Ich meine, ich, nimm den Blues her. zugegebenermaßen ist auch das Wiener Lied nach wie vor jetzt da nicht, dass ich sage, das ist die Musik, was ich jeden Tag höre. Ne? Im Prinzip, warum bin ich da oder warum bin ich bei Vlacisti? Einfach weil ich euch zwei leibend finde, weil ihr und euer Schmäh, ihr taugt es mir. Eure freut mich sehr. Das Eure freut Personen mich sprechen mich ganz wahnsinnig an. besonders Ja. jetzt. Also ich sage, da mag ich am Montag auf die Nacht oder auch am Vormittag, wenn ich Zeit habe, wenn ich einen Podcast mache, dann schalte ich mal rein und höre ein bisschen zu. Ja. Das Das ist Das freut freut mich uns. ganz besonders. Das freut hast du mich gesagt. wirklich, ja. Aber es ist schon. Ich fahre ausnahmsweise nicht mit dem Auto, ich darf Ich fahre auch nicht mit dem Auto. Ich meine, ich kann mit dem Auto fahren. Oh, so ist es nicht. Wohin ist wirklich gefahren? Ich bin ja Einmal aus der das Einfahrt darf. raus über rein. Oder? Das freut mich wirklich besonders. Aber das freut mich jetzt einmal. Das ehrt uns, freut uns natürlich, aber es ist ja schon so, zumindest haben wir das so plaudert gehabt, dass aber schon ein bisschen die über uns, wenn man so will, halt das Wiener Lied ein bisschen kennengelernt. Selbstverständlich. Absolut. Selbstverständlich. Und eigentlich, oder ich fange jetzt einmal ganz anders an. Wie war für euch, ich fange jetzt mit dir an, und wir kommen so um, wie war für dich, Michael, ja, brav, ja, verdeck's ein bisschen. Warte noch, weil der Vierte, dann ist ja auch weg. gell? Wie war, ja, genau, danke schön. Wie war für dich das Bild vom Wiener Lied, bevor du uns kennengelernt hast? Wiener Lied, wenn du gehört hast, den Begriff Wiener Lied oder das Wiener Lied gehört hast, irgendwo, wenn man es wo gehört hat, was war deine Assoziation oder dein Gefühl zum Thema Wiener Lied? Ganz ehrlich, im Prinzip nichts. Und das ist wirklich das Ehrlichste, was ich dazu sagen kann. Im Prinzip habe ich keinen Zugang dazu gehabt. Wirklich überhaupt gar keinen. Ja? Aber war es da bekannt grundsätzlich, dass es das gibt? So, oder ja, nicht? peripher. Ich halt als Musiker habe quasi sämtliche Musikrichtungen einmal gestriffen in meinem Werdegang. Ne? Zumindest jetzt nicht alles gespielt, aber alles einmal angehört und so. Ne? Und da bin ich natürlich auch irgendwann einmal über ein oder andere Wiener Lieder drüber gestolpert, aber ich bin jetzt nirgends hängen geblieben, weil einfach der Zugang dorthin gefällt hat. Ne? Andere Musikrichtungen, wie zum Beispiel Austropop, mit dem bin ich aufgewachsen. Das war die Musik, was wir gehört haben, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, im Auto. Ja? Und da haben wir laut zu viert mitgegrölt, ja? zu Fendrich, Danzer, Ambros, SDS und so weiter. Ja? Aber zum Wienerlied habe ich einfach den Zugang nicht gehabt. Ja? Und es hat halt einfach über 26 Jahre gedauert, bis ich den Zugang zum Wienerlied gefunden habe. Über die Chantal und dann in weiterer Folge über euch. Ja? Über uns. Ja, nein, das ist. Und ich bin Prim. Ja? Das gefällt mir. Weil es mir da taugt. Ja? Ja, das gefällt mir sehr. Gerade von einem Musiker, wenn man das hört, weil es eben ja, du hast es auch schon erklärt, Wiener Lied hat natürlich musikalisch auch mehr eigentlich dahinter, als man glauben könnte. Absolut. Gell? Absolut. Da steckt echt was dahinter mitunter. Chantal, bei dir, wie war bei dir, bevor du uns kennengelernt hast, das Thema Wiener Lied? Ja. Eigentlich ähnlich wie bei Michi, nix bis ganz wenig, eben, dass wir es in der Schule mal angestriffen haben und ansonsten auch eigentlich nichts. Mittlerweile durch euch habe ich auch statt meine klassischen Ohrwürmer auch einmal ein Wiener Lied-Ohrwurm drin. Also es hat sich dann doch schon durchgesetzt in meinem Kopf und in meinem Leben irgendwie eingebunden, außerhalb vom Videos schneiden und platschen schon. Gut, du bist ja bombardiert natürlich damit. Natürlich, gell? Beim Schneiden natürlich. Absolut, Das absolut. ist Also natürlich ich habe der Wahnsinn. ein Wiener Lied-Ohrwurm nach dem nächsten grundsätzlich, wenn nicht gerade der Michi irgendwelche anderen dazwischen schmeißt. Aber ja, ich bin froh, dass ich über die Mama und über euch da reingekommen bin, weil es einfach schon lustig ist. Es darf wirklich was füllen. Ja. So ehrlich, es war Das schon. klingt absolut leibend. Wenn ich jetzt das gefällt mir jetzt, da das Föhn. Aber wie soll ich sagen, wenn ihr jetzt so ein bisschen so auf dieses
Thema Wienerlied zu sprechen kämet, irgendwo mit Freunden oder sonst was, wie soll ich sagen, das ist so eine blöde Frage, die mir da irgendwie auf der Zunge liegt, aber die ich nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Das Verständnis vom Wienerlied hat sich natürlich wahrscheinlich verändert, natürlich. Ja, aber das ist so, ich finde das Wienerlied jetzt gar nicht so anders oder so falsch oder ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich habe so eine Idee im Hinterkopf und Na, was denn? warte, ich mal einen Schluck Wenn wir nehmen einen und Schluck, dann ja, wird mir dann sofort kommt's vielleicht. hilf mir. Jawohl. Wenn du heute, jetzt ist ein Beispiel, wenn du heute in einem Lokal, in einer Disco oder keine Ahnung, wie man da heute sagt, wo Musik spielt, wo ein DJ auflegt, und du hast halt so die Hits und was weiß ich, was alles Mögliche, und es würde dazwischen ein Wienerlied drinnen sein. Wäre das für euch fehl am Platz oder das sagen eigentlich irrelevant? Ich rede jetzt von eins, nicht jetzt einen Abend lang, sondern ich rede jetzt da, okay, und der haut jetzt dazwischen ein Wienerlied rein. Also Ganz für ehrlich. mich persönlich, das passen. Ja? Ich kann jetzt nicht für meine Altersgruppen sprechen oder für ihre, aber mir würde es taugen. Also, Es wäre kein Widerspruch mit der ich sage jetzt mal Mainstream-Musik. nein, weil das sowieso scheiße ist, aber das ist ein anderes Thema. Im Mainstream habe ich mich sowieso Ja. nie wohl gefühlt. Ich glaube, die meisten Musiker, jetzt da abgesehen von der kompletten Singer-Songwriter- oder Mainstream-Schiene, Ja. fühlen sich in der Mainstream-Ding nicht so richtig wohl. Weil das weggegangen ist von musikalischer Qualität und Ausgefeiltheit, Dazwischen sondern sind, eher ja. in kürzester Zeit produzierte Massenware geworden ist. Ja? Ja. Und das ist halt beim Wienerlied nicht der Fall. Oder auch zum Beispiel, weil jetzt gerade die Konsorten auch im Chat sind, ne? Bei Küchs und Konsorten ist das auch nicht der Fall, ja? Weil das sind persönliche Texte. Ja, weißt du, was du meinst. Und da steckt was dahinter. Ja? Wenn es jetzt auch nicht vom Niveau her das Oberste vom Obersten ist, ja? Wo jetzt da jeder sofort den Hut ziehen muss oder so, ne? Sondern es ist einfach echt. Es Da ist kann man immer gerade viel ehrliche Mucke und das ist auf das, kann man was ich diskutieren. stehe. Ja? Was auch früher passiert ist, in die 60er, 70er, 80er bis in die 90er rein, das ist passiert. Das war gerade ehrliche Mucke. Fertig. Ja, aber es war trotzdem auch Mainstream, sogar damals. Damals aber, ja. Aber es war Ja, der aber der Mainstream noch Mainstream anders und gut heute gemacht. hat sich noch anders hinentwickelt. Ganz Genau. woanders hinentwickelt, genau. Das Genau. sehe ich genauso. Nämlich. Da Genau. habe ich schon plaudert beim Ländern, wir ticken da ziemlich gleich, also über was Genau. musikalisches Verständnis und so angeht, also in vielen Schichten nämlich sogar. Ja. Ja. In dem Punkt bringe ich ein, Harry Schneller-Fonte, bei mir was anderes, sagt er. Das ist ein Gostert wahrscheinlich. Ich habe das Wienerlied immer mögen, dann kann man das essen. Ja, das kann sich nicht Ja, angelangen, das kann sich nicht an. Schau, der Wolfgang sagt schon, Agitier. übrigens am 7.11. im Taschler, was werde mit und für Maggie Patrick Geburtstag feiern, alles So, Novemberkinder. Ja, Wir das alle stimmt. drei, ja. Aber davor haben wir noch, natürlich noch den September. Taschler, ja. Taschler, jetzt am Donnerstag, meine Herrschaften, es gibt noch Plätze. Am Donnerstag, jetzt am kommenden Donnerstag, gibt es tatsächlich noch Plätze beim Taschler. Schaut rein, das war Das leider. hat für die passen, aber jetzt hast du keine Zeit. Gell? Du hast keine Zeit wieder, ne? Du musst wahrscheinlich daran, muss ich auch kümmern, ne? Nein, ich muss Geburtstagsvorbereitungen treffen. Ich Für habe wen? ja am Freitag. Ja. Du hast jetzt am Freitag Geburtstag? Du hast ja nichts Siehst du, gesagt. das ich zum Beispiel. Ne? Du hast erst letzte oder vorletzte Woche meinen Geburtstag gewusst und sogar noch richtig wiederholt gehabt. Ja, das stimmt, aber ich habe nicht gewusst, dass es mittlerweile schon September ist. Und überlege mal, wie viele Doppler da inzwischen waren. Ja, eben. Das ist ein Wahnsinn. Wann ist der Geburtstag? Jetzt am Freitag? Jetzt am Freitag. Am Freitag? Jetzt am 6. Ja? Am Freitag. Da sind wir bei einer Weinverkostung. Beim Herrenabend mit Wein. Ein wunderbarer Herrenabend Ja. am Freitag. Ich Da freue mich werden schon sehr drauf, ja. wir Schlagerl-Stessen kriegen. Weil da wird der Patrick, ich kann das genau original nachempfinden, wie wir dort stehen werden, irgendwann. Ja, yes, diese Schluckerl auf, ist Skandal. Ich freue mich Zum über eine Geburtstag. Nachricht, aber Dann werden wir- das reicht. Du wirst doch Schnackerl kriegen. An dem Tag immer. Na wirklich, ja, jetzt muss er sagen, da Nein, rein. das lassen wir den Christian machen. Warte, das machen wir ein Video. Genau. Eine Rede, eine kurze. Ja, nach um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Aber Dauert irgendwas, das 10 Minuten die Ansprache. irgendwas wollen wir. Der Snoop Dogg Doggy Style ist da, ich brust euch zu mit meinem Buntegammer-Bier. Bravo. Bravo Snoop Dogg Doggy Style, freut mich, dass du dabei bist. Der Wolfgang sagt zum Harry, bei mir war es ähnlich. Wolfgang, das hat er nachgespielt. Aber er ist mit Zwettler dabei, immerhin. Küks ohne Konsorten. Frage an Michi, ist der A Cappella-Refrain von Heute Goschen, ich nehme an, das ist ein Liedtitel,
Ein bisschen Wienerlied-mäßig. Ja, könnte man durchaus so hindefinieren. Ja, Die Mama also schreibt je auch nachdem, schon. wie viel wir getrunken haben. Die Mama meint auch schon, aber sowas von ein bisschen Wiener Lied und zumindest der Text. Ja. Ja. Vielleicht ist es die. Ja. Wie gesagt, die Bandbreite ist ja sehr Also es Ja, ist, ist beim Wiener man Lied, kann ne? es Ja, ich glaube, das ist ja das Schöne, ja. man kann es rein Vielleicht zählen, hören wenn wir man's das ja möchte. noch. Vielleicht. Na was denn? Ich hätte schon gesagt. Heißler Fontemeter, für mich braucht das Wienerlied schon die entsprechende Umgebung und Stimmung, ansonsten passt es nicht zur anderen Musik. Ja, das ist auch ein interessanter interessant, ja. Zugang. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man wirklich dieses Wienerlied, wie die Wissenschaftler heute immer so sagen pflegen, verortet, eben beim Heirigen und in dieser Umgebung. Aber es stimmt, ich sehe es schon auch ein bisschen so, also Wienerlied in der Disco, ich weiß nicht, andererseits denke ich mir wiederum, naja, warum nicht? Ja, es ist nicht, sage ich jetzt einmal, die wie sagt man da, das heimische Gefilde. Das stimmt schon. Aber warum schon, ja. nicht dazwischen einmal? Ja, das ist, Mich persönlich würde es nicht stören. Ja. Also ich würde es cool finden tatsächlich. Aber gerade zum Beispiel das Trepfelbot zum Beispiel. So ein ja, verschiedenste. Na, Jetzt trinkt man noch eine Flasche. auch ruhige Auf der Nummer. anderen ruhige Nummer, ja. Aber ich Die, vergleiche das immer sehr gerne mit der Obergreiner Musik, weil die wird auch zum Teil vom DJs gespielt und da denke ich mir das Trompetenecho oder auf der Autobahn zum Beispiel. Und dann ist Trepfelbot dazu, das ist schon Dings, also das Passt geht schon schon. rein, Das geht schon. Ja. Also das passt schon. ich hab zwei Assoziationen. Und dann, wenn es ruhiger wird zum Beispiel, nicht? Das, Ja. wenn man bei Ja. Obergreiner bleibt, zum Beispiel das Hirtenlied wird auch gespielt von DJs und so Ja, weiter, klar. kannst du bei uns die D-Tanz auch spielen zum Ja. Beispiel. Ja. Nein, ich meine, das passt schon. Ich habe zwei Erlebnisse gehabt diesbezüglich. Das eine war Ende der 90er Jahre in Israel. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, was in Tel Aviv oder wurscht wo, ja, irgendwo. Dort. Und da war dort in Israel halt. Und das war spannend. Das war also so ein, ich nenne es jetzt einmal Disco, ob es jetzt der Disco der Begriff, aber so ein Lokal mit DJ. Und es waren also überwiegend Jugendliche dort, die da also mit gesungen haben, mit tanzt haben und so weiter. Und es kam dann, also das Lied war aus und es kam dann, keine Ahnung, ob das ein Volkslied war, aber es kam dann für mich hat es gelungen wie ein Volkslied, wie ein israelisches, oder nicht ein israelisches, ein jiddisches Volkslied. Ja? So was wie, weiß ich nicht, Jerusalem, Schelisahav oder so, in so einer Nummer. Nicht? Es war jetzt nicht das, was man so kennt, sondern eher was, wo ich mir gedacht habe, es klingt nach einem alten, authentischen, echten, Noch einen ehrlichen, authentischen vor allem. nach einem ehrlichen Lied. Und die Jungen sind auf einmal zusammen, haben sich so eingehängt und haben mitgesungen und so mitgeschunkelt haben das mitgesungen. Einfach mitgesungen. Es war jetzt nicht eine Hymne oder was, also es war jetzt nicht gegrölt oder was, Ja, das Zeit mitgesungen. Und dann war das Lied vorbei Ja. und dann ist halt wieder Standardmusik. Ja. Das war das eine. Und das zweite, das war ganz eine ähnliche Situation, das war in Griechenland. Und da war das immer auch so, die Jungen und oder Standard war, was man aus Ö3 kennt, oder damals halt, was aktuell war, die Top 40 weltweit und auch. Und auf einmal ist dazwischen ein griechisches Volkslied, ein Sympathico gespielt worden oder irgendwas. Und auf einmal haben die mitgesungen, mittanzt und das nächste Lied ist gekommen. Und das war dann wieder halt, weiß nicht, wer damals. Damals halt aktuell war, ja. Rhythm is a Dancer. Zum Beispiel. Aber das war kein Widerspruch. Also man hat gemerkt, das war kein Widerspruch und das war für mich spannend zu erleben. Und man gedacht habe, das ist bei uns sehr wohl Widerspruch. Vielleicht mit der alpinen Volksmusik oder mit dieser Volksmusik, die auch teilweise ja schon sehr modernisiert wurde. Also ich rede jetzt nicht von volkstümlichen Schlager, das lassen wir aus, sondern ich rede jetzt, weiß ich nicht, sowas wie Volkshilfe oder wie sie alle heißen. Herbert Bixner und Co., Bixner, wo ja. die Musik natürlich Bixner ist auch großartig, ja. ein bisschen, oder La Brass Banda, oder wir kennen das ja von Verschiedene den Volksmusikfestivals. Festivals, wie heißt das? das Faltenradio genau, gibt es zum Beispiel die
Woodstock der Blasmusik. Woodstock Blasmusik zum Beispiel, ja klar. Also das ist schon ein Rennen und ich mir gedacht, ja, warum beim Wiener Lied nicht? Also ich glaube eigentlich, das war schon, wo du sagst, warum eigentlich nicht? Wenn man es kennen würde, das ist nicht die Voraussetzung. Du musst es kennen, du musst ein bisschen an... Ich glaube, es fehlt einfach ein Hit. Einer, der einschlägt, im richtigen Moment veröffentlicht und dann kommen die Leute auf das. Das war bei den anderen Sachen eigentlich auch. Es war meistens ein Hit, der im richtigen Moment eingeschlagen hat und dann die Leute einfach wieder den Blick eröffnet hat. Ja, Sowas, ja. ja. Also Ja, fleißig schreiben. Na gut, wir tun unser Bestes. Wir tun, was wir können. Ja. Davor, wir wollen festhalten, wir werden es uns nicht merken, weil ich bin ein Flaschen, die zwei werden mir nicht helfen können. Das nächste Mal und der Patrick Na was? ist halt der Patrick. Aber der Snoop Dogg Tag ist leider am 10. September Geburtstag. Also das war halt optimal. Nächste Geht sich Woche, genau aus. wenn wir dir schon mal vorweg gratulieren werden. Aber irgendwie schaffen wir das. Ludwig Sass sagt, das Wiener Lied geht immer, aber nicht ständig. Dafür bin ich dem Rock zu viel zugeneigt. Du, Ludwig, ich bin seit 30 Jahren Wiener Liedmusiker und glaube mir, Wiener Lied ständig will kein Mensch. Kein Mensch will das. Ich möchte aber Oder? jede Musik nicht ständig. Na Ist eben, egal, was ich ist. wollte gerade sagen. Genau. Also ich tät mir jetzt nicht, weiß ich nicht, Rock oder Jazz, oder was ich alles, Barockmusik. Barockmusik, ich liebe Beethoven, aber hätte man nicht ständig nicht. ständig Nein, nein, sicher nicht. Ne? Jawohl. Keine Musik, nicht ständig. Na, Carlos Santana liebe ich auch nach wie vor, brauche ich aber auch nicht ständig. Also, Manche brauche ich ständig nicht. Also, da gibt es auch Das meiste eigentlich. Das ist dann der Geschmack, der persönliche. Und stimmt. zum Beispiel muss man eins wirklich sagen, wir lachen da nicht aus dem Fenster, aber es ist schon viel Schrott, was im Mainstream heute produziert wird. Das muss ich ehrlich sagen. Ja. Das haben wir uns jetzt haben wir es wieder. Ja. zum Teil wirklich. Muss man echt sagen. Und ich finde, was ich da besonders schade finde, ist, dass es durchaus sehr gute Musiker sind, Ja, die dort sind. Und die sich halt wirklich, man kann es ja nicht verübeln, die haben in der Gar Folge nicht. passt. na klar. Ich kann mich da Gar nicht reinversetzen, Überhaupt aber es ist wirklich musikalisch, künstlerisch, qualitativ, es ist wirklich scheiße. Punkt. Ja. Da fährt der Eismann drüber und es müsst und das für mich Der ärgerlich große ist Trader das, over. nein, das für mich, Das ist so. ja, aber das für mich Wesentliche ist, es müsste nicht scheiße sein. Ja. Weil alle Beteiligten an diesen Nummern, die jetzt aktuell sind, die kannten das. Also ich muss echt sagen, jetzt heute wieder Ja. Taylor Swift gehört im Radio mehrfach. Denke ich mir, die kennt das besser. Sie könnte echt wirklich, und mit ihrem Erfolg, sie könnte alles machen. Die geht ja dann, Absolut. weiß ich nicht, an eine Jazznummer hinlegen und die Leute hätten ihr das aus der Hand fressen. Ja. Aber nein, sie macht, oder sie, oder halt dieses, das sind nichtssagende Nummern. Ja. Zum Teil. Es gibt schon ein paar, Und dann wird sie zur 8. besten Gitarrist in der Welt gewählt. Und das verstehe ich nicht ganz. ich verstehe ja nicht. Und das Lustige ist, das Aber ist es ist- ganz das oft, ist ist das gepostet ja, ja. worden auf Was ist Facebook, bester ne? Gitarrist der Welt? Der 8. beste Gitarrist der Welt ist sie gewählt worden. Ne? Taylor Swift? Ja, Acht und ich beste- habe so lachen müssen, weil jedes Mal, wenn das irgendwo gepostet worden ist, war der erste Kommentar oben, sie ist nicht einmal der 8. beste Gitarrist in ihrer Band. Also, und der Kommentar hat meistens mehr Likes gehabt wie der Beitrag selber. Die Leute kriegen das schon langsam mit Studiomusikern und so weiter, wer dann einspielt. Und so Naja, weiter. gut, was das Also Taylor Swift wissen wir ja. Ja, ich habe wer jetzt einspielt. bei keinem Taylor Swift-Song Ist irgendwie einen ganz herausragenden Gitarrenpart im Ohr. Jetzt ganz ehrlich Das- gesagt. Also als Gitarristin hätte sie es auch nicht Es eingeschätzt. passt aber nicht zu dem ganzen Konzept mit dazu eigentlich. Ne? Das ist bei ihr anders. Aber ich meine, aber ich finde das toll, die hat einen mörderischen Erfolg und sie kommt ja aus der Country-Ecke. Kommt aus der Aus der Country-Ecke. Aber ich denke mir, dass jetzt alle Beteiligten von Taylor Swift, von ihrem Erfolg, die könnten echt wirklich was Leiwans bringen. Sicher. Aber das ist nicht. Lauter so Nummern, wo man denkt, ja, ehrlich, aber jetzt auch kein Reis. Harry Schnellefonte schreibt was Gutes, aber was da steht, ja. Das Bummel kennt jeder. Auch wer nichts vom Wiener Lied kennt. Das Das stimmt, das stimmt. stimmt. Einer hat immer das Bummel, ist wirklich, war damals ein Welterfolg sondergleichen. Ich weiß nicht, in Habe ich 30, tatsächlich bei euch zum ersten Mal gehört. in 30 oder 40 Sprachen übersetzt. Ich weiß nicht, wie viel Gold und Platin und Diamantene Schallplatten damals und weltweit, wie das heute immer noch bei der AKM gelistet ist, auch das Bummel natürlich, weil jeder spielt. Also es wird nach wie vor auch live gespielt. Ne? Das ist, die Nummer ist ein Wahnsinn. Ja. Absoluter Erfolg. Nicht so erfolgreich wie natürlich das Trompetenecho. Ich glaube, das ist immer noch weltweit eine der erfolgreichsten Nummern überhaupt. Ja.
Aber ich, Vom Slauker, ja. Das Was Problem willst wir du? nachher Und den- zu Echt gar nichts. Nein, Nur du eingeatmet. hast eingeatmet. Was Ich sagt das hab nein, was ich sagen will? Das spielen wir wieder was, oder? Das Problem möchte ich noch unbedingt Ja. hören, aber Machen wir es, Machen Bummer. wir es gleich. Dann machen wir es. Dann macht's Was Aus, die aus. Danke dir. Dann machen wir es. Schau aus Kroatien, grüß uns Wolfsberg und du TV, jawohl. Das ist der Servus. Wolf. Weltklasse. Stop der Tagesseil ist aber bei Austropop sehr ähnlich. So Kapazunder Leute wie Fendrich, Ambros SDS kommen einfach nicht mehr nach. Naja, wobei, sagen wir es, Austropop, Ja, da ist schon die Szene, glaube ich, selber auch ein bisschen Das betördlich. ist Die schuld. haben einfach niemanden reingelassen. Glaube ich. Und keine Jungen nachkommen lassen, ja, muss man Glaube ich. ehrlich Das sagen. war einfach. Das Problem. Musik kann und soll die Menschen verbinden, sagt der Wolfgang. Es soll eine Sprache sein, die alle verstehen sollen. Das stimmt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es mitspielt, dass man ein gewisses Maß an Qualität aufrechterhalten sollte. Also wenn wir heute von Popmusik reden, jetzt Taylor Swift haben wir angesprochen, aber viele andere, also wenn es heute Ö3 aufdrehst und diejenigen, die das hören und dann sich lustig machen über Schlager und Volkstümliches, da denke ich mir, Alter, ihr seid am Holzweg. Ja, Also mittlerweile traue ich, und ich höre keine Schlager und ich höre keine Volkstümliche. Ältere Schlager vielleicht, da gibt es schon noch ein paar gute Ja, Volkstümliche, ich halte nicht aus, aber es ist ein Business, das ich verstehe, das ist in Ordnung und das soll sein. Aber qualitativ stehen tatsächlich heutige Schlager weit über dem, was in der Popmusik, in der Popularmusik geboten wird. Da stehen tatsächlich qualitativ Schlager weit drüber. Das muss man sich schon mal trauen, auch zu sagen und festzustellen, weil es ist wirklich so, was da für drei auf und runter rennt. Da gibt es schon ein paar Hodern dabei, das ist in Ordnung. Solid Gold, wie es früher der Ebert Forcher Ebert gemacht Forcher hat, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, jetzt macht. Immer noch eine leibende Ja. Sendung, da Ja. gibt es schon noch, aber da redet man von alter Musik, da redet man von das ist teilweise Musik, da warst du noch gar nicht auf der Welt. das ist ja schon Also, Retro-Fuß. Das ja ist schon Vintage, das ist schon Vintage. Ab Ja. 25 Jahre zählt es als Vintage. No, eben, na gut, dann bist du ja was Das heißt. Ne? ist schon so. Also das muss Das man ist schon einmal sagen. retro. Und die Qualität, der wird keine 25. die Qualität ist nicht unwesentlich, glaube ich. Also es ist schon ein Punkt, wo man sagt, natürlich, Musik verbindet die Menschen, das ist wichtig. Und unter Qualität verstehe ich jetzt nicht eine Jazz-Improvisation. Unter Qualität verstehe ich echte Musik. Und ich glaube, die Qualität leidet ganz viel unter den Social Media Kanälen. Wenn du nachschaust, wie schnell Trendsounds wechseln, Es ist halt ist das auf wahnsinnig jeden. kurzlebig. Ja, genau, das meine ich. Kurzlebig ist, ja, Da genau. leidet Ja, die ja. Musikindustrie extrem drunter. Ja, definitiv, es hat sich auch massiv geändert. Also ich weiß, hat sich auf auch geändert. Spotify Weil es gibt sind täglich viele, ich weiß die Zahlen nicht mehr, viele tausend Releases täglich. Und unter denen werden natürlich schon ein paar hundert sehr hochwertige dabei sein. Täglich. Also das heißt, einfach nur ein gutes Lied schreiben, wo du sagst, Qualität wird das durchsetzen, das spielt es heute nicht mehr. Das ist nicht mehr, Das ist so. vorbei. Auf TikTok ist dieser eine Song viral gegangen, der auch im Radio regelmäßig noch gespielt wird. Ich glaube, er heißt Beautiful Things oder so. Der wird immer noch im Radio gespielt und wenn du den aber auf Social Media suchst, findest du den fast gar nicht mehr, weil er schon wieder so lange wieder Naja, out jetzt ist. wieder auf Ö3 noch tot gespielt, bis ihn jeder Genau. bei den Arscheln 10 Meter raushängt und dann Ja, verstehe. ist er wieder tot. Naja, Und jetzt musst du aber denken, da hat ein Song es von Social Media ins Radio geschafft und auf Social Media ist das aber so schnelllebig, dass der schon wieder lange ist schon ja, weg Bis ist. der im Radio ist, ist er schon wieder fort. Genau, Und wir- genau und wir- das, bis der im Radio war der auf Social Media schon wieder Das sind out und alles 15 Vor- und neue. Nachteile, diese Geschichten natürlich. und so sind wir mit Wienerlied natürlich am Puls der Zeit, weil wir sind so langsam, dass er auf jeden Fall immer passt. Da muss man es ja positiv stimmt. Ich warte nur drauf, bis Den- irgendein Wiener Lied Sound viral Zu dem geht Zeitpunkt, für wo 3 ihr das Tage. spielt, ist das schon wieder da. Das stimmt. Ja. Man sagt, der Harry Schneider Fonte ganz gut, bevor er das Bonus spielt. Wobei, was die Swift macht, ist, was es ist. Nur Millionen Mädels genügt das, aber das ist der Zeitgeist, was willst du machen? Ja, das meine ich ihm. Das meine ich ihm. Man ist so schnell Aber, zufrieden mit ich ihm. meine, was das ja- hat man aber früher auch gehabt, ganz ehrlich. Ja. Nur trotzdem, also diese Teenie-Stars hat es immer gegeben, Sicher. aber Es- trotzdem, es hat einfach mehr, es hat mehr Qualität gehabt. Da fährt der S-Mann drüber. Mit Qualität meine ich jetzt einfach wirklich Songaufbau, die Produktion selber. Das hat irgendwie,
da hast du was gespielt noch in der Nummer. Ja, genau. Die Emotionen. Das Ja, ist zum Teil ein bisschen der das Nachteil, ist- mit dem, wenn man das heute relativ einfach produzieren kann, natürlich. Ja, sicher. Sicher von daheim Und aus, wenn man das will. schon noch halbwegs für das Durchschnittsohr was klingt. Ja. Das war früher nicht möglich. Da haben sich dann Leute wie Elvis Presley herauskristallisiert dann, der dann dazu mitgespielt hat und der Showman war und alles rund um und um aufgebaut worden ist. Heutzutage war Elvis Presley wahrscheinlich einer von vielen. Ja. Muss man ehrlich so sagen. Ne? Das, Ja. das ist, Elvis Presley war der Erste, der das gemacht hat, nicht? Was er gemacht hat. war nicht, aber es hat genug andere auch gegeben, gute Beispiele, aber die waren nicht ganz so fuhren dann wie er eben. Ne? Er war so weit vorne, dass er Das- bis ja, heute die groß ganze- ist. King, Die ganze genau, Zeitgeneration, Chuck Berry, Bill Haley, Ja, alle. Jerry Jimi Lee Lewis, Hendrix. Jimi Jimi Hendrix. Jimi Aber Jimi Hendrix Hendrix war der Erste, der der Gitarre verbrennt hat. Ne? Zum Das Beispiel. war das der auch Erste, dazu. der Das dazu, gewisse Sachen gemacht hat. Genau. Es ist natürlich... Les Ja. Paul kennt man heute unter Gitarristen immer noch. Ne? Nein, ja klar, der Gitarrist. Jeder Gitarrist kennt einen Les Paul. Ne? Also das ist Ja. großartige Geschichten gemacht damals. Ne? Snoop Doggy Style Mann dann noch 3 Lieder in der Stunde, der Rest wird mit Werbung gefüllt bei Ö3. Ganz so schlimm ist es nicht sehr, aber so ähnlich ist es, ja. Das stimmt, aber das ist natürlich diese Sender, wie du richtig sagst, die sind hinten auch. Die sind echt So hinten schnell, nach. können die Radios gar nicht Wir mithalten. bis könnten auf Social. schon. Das Was ist wenn's kontraproduktiv mitspielen. für die Radios. Ich glaube Und nicht. du darfst nicht vergessen, dass Radio immer noch von älteren Menschen gehört wird und nicht mehr von denen, die jetzt auf Social Media hängen. Deswegen Sie hast du- versuchen nur ja. mit diesen Social Media Sachen die Jugend ein bisschen wieder Abgesehen davon einzuholen. sind das Ja. zwei unterschiedliche Medien, die unterschiedlich funktionieren und Die- unterschiedliche Aufgaben erfüllen Genau. müssen. Und vielleicht ist es auch gut, dass sie langsamer sind, Absolut. auf einem gewissen Punkt. Zum möglich. Teil vielleicht ja, aber zum Teil wird viele Sachen werden verschlafen. Glaube ich. Natürlich. Das ist ein Thema, das wir oft diskutieren, auch mit anderen Musikerkollegen. Und auch, das ist. Aber ob es nicht doch nachteilig ist, wenn man da in dem Medium auch noch zu dieser Kurzlebigkeit beiträgt. Es ist die Gesellschaft total schon so schnell zweischneidig. Da brauchen wir- unterwegs. Da können wir Stunden, da können wir noch 20 Mal platschen, können wir glaube ich drüber diskutieren. Das Ja, ja. Mindestens. Ja. Da können wir ein paar Platschen in der Länge von der 200 da machen, sind wir nicht fertig. Ja, aber es ist spannend, wenn wir darüber sprechen. Ja. Der Wolfgang gesagt hat, ich habe den Hendrix live gesehen, wie er die Gitarre angezündet hat. Und das ist natürlich eine Welt. Das konnten wir nicht, weil da war ich noch in der Ursuppe. Da war ich der Ursuppen. Ne? Aber Weltklasse-Geschichte. Ne? Und auch die alten Queen-Konzerte, sagt er. Ja. Das war was anderes. Du hast heute eine sehr, sehr angepasste Musik. Sehr angepasst, Ja. sehr brav, sehr lieb. Sehr Sowas wie ähnlich. Queen Genau wird ja das, heute was- nicht mehr Genau das, was man gespielt eigentlich nicht will. werden. Eigentlich, ja. Aber im Prinzip ist das alles so reingewaschen und alles so glatt gebügelt in der Zwischenzeit. Und alles so Das ist gleich, schon- du sagst das so gern, Ja. das klingt alles einfach gleich. Mhm. Wenn du ein Radio einschaltest, das klingt alles nach Es demselben. hat ja jeder dasselbe Autotune-Plugin, es Ja. hat jeder denselben Ja, es ist Chord-Creator und Was so ist weiter. auch Und das so fort. da? Und es werden die alten Sachen nachkopiert. Ja, Man- Bestes Beispiel, Ja. Dua Lipa. Wenn du da reinhörst, du sagst, wenn ich Dua Lipa einschalten darf, er könnte zu jedem Song von ihr ein Original bringen. ja, aus die 80er. Mit Titeln, mit Interpreten, mit allem. Ich habe jetzt, das ist einfach natürlich, jetzt erst ein Lied gehört irgendwo im Radio, das war quasi für Release von Beethoven. Da 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 da. Ja, das kommt. Das ist kommt auch alles noch oft so. Und einmal. da muss ich jetzt ehrlich Was? sagen, das war so wie, ich weiß nicht, wie das Lied Castle, das war der Kanon von Das ist Pachelbel. wie ausgemacht. Was war das? Da wollte ich anfangen. Achso, das ist okay. Ich weiß. Okay, ja. Nein, aber ich meine, das war jetzt zu wenig Töne für das. Nein, aber Aber jetzt wirklich da, 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 da. Ja. Original. Da denke ich mir wirklich, da würde ich gern zu den Produzenten, Komponisten hingehen und die dann wirklich gerne an die Goschen haben. Nein, weißt du warum? Weil man denkt, man kann schon Anleihen nehmen an einer freien Nummer aus der klassischen Musik. das Aber war das nicht ist in 14 Ordnung. Grad Fladen. Das ist ja ein Leihmann. Es war ja auch umgekehrt üblich damals, nicht? Ja, nein, und das ist ja in Aus Ordnung. der Das kann man ja Volksmusik, machen. Ja, zum Beispiel ja, Beethoven ja, mit den Mödlinger Tänze und so ja, weiter. das kann man alles machen. Das waren Variationen. Man war jetzt, Da genau. ist ja viel drüber geschrieben. Aber da singt Ja. irgendein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt irgendein Dussen, die von der Stimme her nicht erkennbar ist, weil das mit der Elektronik zugepflastert ist, Ja. singt da irgendeinen unnötigen Text, da da di da 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 da. Und ich denke mir, Alter, das ist Beethoven. Ich meine, wirklich, lasst euch wenigstens ein bisschen was einfallen. Ein bisschen was. Ja. Da wäre ich aggressiv. Ja, wir können fast kein Radio hören, weil wir es nicht aushalten. Gott sei Dank bin ich wieder allein.
Snoop Dogg Doggy Style hat mir erkannt. Der Klaus ist wirklich ein Rabiat. Jawohl, Snoop Dogg Doggy Style, du hast. Wirklich, ich muss mich jetzt Im entspannen. Prinzip, was machen Ja, sie? aggressiv. Sie schiefen ungeniert auf die Originalinterpreten oder auf die Ja. Originalkomponisten Ja. und sind nicht einmal so freundlich, dass sie sich als Regen verkaufen. Richtig. Also es ist Bravo, schön gesagt. Ich denke mal, man kann natürlich, und gerade in Popmusik, Rockmusik, ja, auch die Jazz früher immer, man hat es online genommen. Man kann sich zubelernen ein bisschen, man kann ein bisschen was rausholen. Es ist ja kein Steh, aber das ist schlicht und einfach, mir fällt lustig, wir reißen das hauen im Computer in einem drittklassigen personellen Computer, den ich daheim stehen habe, wahrscheinlich, weißt, irgendwelche Plugins drüber, die Standard sind, mach draus was, dann schicke ich es weil ich eher einen Namen habe oder weil ich irgendwen bezahlt habe, ich weiß es nicht. Ja, genau. Und dann kommt wirklich eine Scheiße raus. Entschuldigung, wenn ich das so offen sage, da kommt wirklich, bravo, Snoop Dogg Doggy Style, der Klaus ist wirklich ein Rabiat. Ich bin wirklich gleich am Fahren, weil ich das nicht verstehe. und der Beethoven hat am Ende des Bummel. Tolle Atmen jetzt Überleitung. einmal durch. Tolle Überleitung. Bravo. Großartig. Gleich verspült auch. Von lauter Ärger. Zwei große Buben, die schupfen Grenzen. Ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat ein riesen Handel, spült mich und ist klein daheim. So hat es mit dem Bub begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Krieg kein Stierfried bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Spürwein, ich war dabei. Hat die mit dort mit ein paar Freunden und zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesehen 2 Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine bockt und der andere nicht. Und ob man sich dann erst besonnen, ja, dann wird es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich von
großartig. Bitte einen Frosch. Dankeschön. Jetzt husten genug, dass eigentlich gleich die Huslungen anspielen könnte. Eigentlich ja, aber Furchtbar. jetzt ist Zeit, weil ich gesagt, wir sind schon so aber es ist mir taugt, dass wir haben, finde ich, spannende Gespräche da. Absolut. Aber jetzt geht's los. Der Wolfgang holt sich noch ein Bier. Snoop Dogg Doggy Style gibt ihm definitiv recht. Die Krise 1220 ist am Start. Grüß dich, Servus. Küchs und Konsorten sagen Bravo. Ich danke dir schön. Danke schön. Und jetzt, meine Herrschaften, ich muss kurz zur Hecke, wie wir bei uns so sagen. Bitte geh kurz zur Hecke, ich rauche meine an und vor allem, jetzt wäre ich eigentlich der Und richtige jetzt, Zeit. das wollte ich gerade sagen. Aber nein, wenn der Klaus nicht da ist. Nein, eben, ich wollte gerade sagen, ich gehe zur Hecke in der Zwischenzeit. Geht das die vorbereiten? Ja. Bereiten Also Sie ich sich bin immer ja vor? schnell. Weil, wenn jetzt haben wir die da, jetzt war das so lang, so viel Gerät habe ich schon wieder. Fertig. Du musst. Also, Da erinnert sich nicht, Der wer schon stimmt ja noch schneller als du stimmst. Ne? das stimmt. Du, was heißt da? Ja, was Ich willst du hören? hätte gesagt, du solltest die Küchsnummer endlich einmal. Ja, Ja, jetzt die ist Frage eine ist aber eigene selber Nummer. kommen. Eine eigene Okay, Nummer. okay. Ein Küchs, welcher Küchs hat es geschrieben? Wie viel zwei? Ich gebe noch einen. Küchs Es ohne gibt da Konsorten. Küchs ohne. Ja, Küchs das ohne ist der- Konsorten der ist Küchs. der Küchs und Küchs und Konsorten ist der, unser Zeigler. Ich hoffe, der Küchs ohne Konsorten Ja. ist noch da. Er hat erst, also Küchs und Konsorten hat er Jetzt hat er geschrieben. Küchs Ich ohne hoffe, Konsorten, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das halt mache. Also, dass ich da jetzt nicht irgendwie dann Urheberrechtsverletzung vorgeworfen Nein, kriege da oder so. Ist gute Werbung, Das Küchs, ist also gute Werbung. Da wirst du noch angestraft, aber Das ist du natürlich- bist nicht Da so wird der kann auch bei uns angestraft. Es ist aber natürlich das weniger als ein Bruchteil so kernig, wie wenn die Konsorten und der Küchs bei mir sind, aber Absolut. ich werde es trotzdem probieren. Ja. das jetzt auch. Danke, danke. Kurze Backstory, also das ist quasi ein Text, der schon in die 70er Jahre entstanden ist und auf einer wahren Begebenheit genauso Küchs eigentlich ist noch da. beruht. Ja. Und der junge Mann, der quasi autobiografisch da singt, ist quasi unser Küchs. Ich was man sich verstehe. auskennt. Ja. Übrigens, bevor du es ausspielst, wollte der Wolfgang sagt, Mann, ich habe die gleiche Fender. Na schau, Gott sei Dank. Jawohl. Die war, Also, war bin damals im gespannt. Angebot. Also, es ist schon recht lange her, da war im Zug kein Sitzplatz leer. Ich setz mich da neben so eine Alte hin und hab auch nix Böses im Sinn. Ich frag sie dann, irgend so ein Schatz, mir egal ob sie's auch was, doch anstatt mir das zu beantworten, kommt sie mir mit solchen Worten. Holt die Goschen, was soll deine waschen, du blöde Sau, bitte in die Kalau. Holt die Goschen, was soll deine waschen, du blöde Sau, bitte in die Kalau. Wenn ich das Mädel mit da irgendwo getroffen hab, was sie mir da gesagt hat, war kein Lob. Fühlste Schimpfworte hagelten über mich und mein Sorgeblär da fürchtet ich mich. Ja, mit der hat mir halt Zeug geschert und helfen tut da auch nix mehr. Aber Leidl, ihr müsst's wissen, sie hat mir immer den folgenden Mist hingeschmissen. Holt die Goschen, was soll deine waschen, du blöde Sau, bitte in die Kalau. Holt die Goschen, was soll deine waschen, du blöde Sau, bitte in die Kalau. Ja, von Tag zu Tag ist es schlimmer geworden, ja, ich hab nicht mehr gewusst, was ich soll tun. Doch, oh Wunder, in dieser Welt, jetzt bin ich auf einmal erhöht. Kuriert hab ich sie von oben bis unten, weg sind ihre giftigen Wunden. Doch Erinnerung, da bleiben wir sicherlich, ihre lieben ersten Worte an mich. Wenn ihr jetzt mitsingen wollt, es war der richtige Augenblick. Holt die Goschen, oder soll ich eine waschen, du blöde Sau, mit dir in die Kalau. Holt die Goschen, oder soll ich eine waschen, du blöde Sau, mit dir in die Kalau. Einmal geht.
geht's noch. Halt die Goschen, was soll denn Roschen? Du blöde Sau mit dir in die Kammer. Halt die Goschen, was soll denn Roschen? Du blöde Sau mit dir in die Kammer. Klausi Solo! Ja, so das wieder. Was ist denn für ein Ton? 10 Uhr! Achso! Halt die Goschen, was soll denn Roschen? Du blöde Sau mit dir in die Kammer. Halt die Goschen, was soll denn Roschen? Du blöde Sau mit dir in die Kammer. Weltklasse, jawohl. Ganz liebe Grüße an Küx und Werner. Der Mike, weiß ich nicht, glaube ich. Mike, falls er auch So. dabei Falls der Mike dabei ist, auch noch ganz liebe Grüße an die, okay, an meine Konsorten und natürlich den Küx. Jawohl. Ich hoffe, ich habe euch würdig vertreten können. Ich bin davon überzeugt, natürlich, und man hat auch gemerkt, den steirischen Anschlag, es ist nicht halt die Gosch mit den Wiener, sondern halt die Gosch. Ja, es ist einfach steirisch, das passt wunderbar genauso. Genauso Paul Hartmann hat die Achtleine, bravo, der Franz Ehm hat die Achtleine, könnte fast ein Wienerlied sein, sagt der Wolfgang. Bravo! Küx ohne Konsorten schreibt schon Glockenhell. Einmalig. Der Text einmalig, da Snoop Dogg ist der sagt, will der musikalische Aufwertung der Pavlatschen. Dankeschön. Der Dankeschön. Der Küx hat schon gemeint, Glockenhell. Haben wir Hat gerade schon gesagt. er schon gesagt, du musst dazukommen, wenn die Männer reden. Entschuldigung. Ja, was haben wir? Darf ich jetzt dann zur Hecke gehen? Bitte gehen Sie zur Hecke. Grüße von uns. Schöne Grüße, bitte. Ich bin gleich wieder da. Und wir durch, Patrick übernimmt die Führung. Übernimm die Führung. Ist überhaupt Was, kein ich Problem. nehme dabei gleich so ein Nimm was zum Essen. Ja, unbedingt. Was man hat man. Übernimm Ja. die Führung. Ja. Ah, hast du noch einen? Ja, Haus an. irgendwas geht immer. Oh. Haus an noch, bitte. Hä? Geht das Kernel? Nein, also noch eins von die Na sowieso, na bitte Boah. darum. Welcher geht denn da? Das kann ja kein Problem sein. Weißt du, ich sing normal, nur Background. Was das ist jetzt Ja, gerade. ja, das kenne ich sowas. Das kenne ich durchaus, ja. Das ist jetzt die einzige Nummer, Aber die man noch- auf die schnelle allein zutraut. Weißt du, das fällt halt schon sehr viel jetzt da. Weil ganz ohne Bass und Quetschen und Percussion. Na, macht nichts, macht Machen nichts. wir mal irgendeine Austrop-Nummer. Da bin ich ein bisschen Bitte versiert darum, daran. unbedingt her damit. Unbedingt. Unbedingt, komm her. So, eine Das haben wir geht vorher schon, ist ja schon vorgewünscht worden quasi, ne? Ist vielleicht auch eine Nummer, die von den Pavlacisti eine oder zwei kennen. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau, du bist die richtige Frau für mich, du Blume aus dem Gemeindebau. Ohne dich wär dieser Bau so grau und wer dich sieht, sagt nur: Schau, schau, da geht die schönste Frau von Stadtlau. So wie du gehst, so wie du dich bewegst. Du weißt ja gar nicht, wie du mich erregst. Andere haben mir keinen Chance, auch wenn sie sagen, ich hab eine ganz Nähe. Schieß vorher, Franz! Ich möchte von dir noch einmal Hallöchen kriegen. Du schönste Frau von der Viererstirn. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Deine Augen so blau wie ein Stadtmauer Ziegelteig. Die Blume aus dem Gemeindebau. Und wenn man kommt und sagt, na wie wär's nicht, Frau, dann kommt das leicht passieren, dass ich hier niederhau, weil du bist mein Venus aus Stadtbau. Wenn ich die sehe, dann spielt's Granada bei mir. Ich kann nur sagen, dass ich für nix garantiere. Meine Freunde sagen alle was? Erst du wirst dich ganz schön deppert auf wegen dem Hosen. Bitte, bitte lass mich, ich sag dir, ich will doch nicht meinen guten Ruf verlieren. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Merkst du nicht, wie ich schau, wenn du an mir vorüberschwebst, du Blume aus dem Gemeindebau. Merkst du nicht, wie ich mich bei dir hau, weil du bist für mich die Überfrau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau.
Stadtland. Oh yeah! Aber die zählen die nicht an. Du hast aber das Stimmenspektrum gerade sehr ausgereizt, Ja, oder? ich bin ausgefallen. Bitte, die Patricia sagt hier ganz offiziell, ich liebe es, wenn du singst. Ja, die Mama mag es fast Danke. so gern wie ich. Einmalig. Küchser Konsorten. Was sagt er? Hast du, liebe Grüße, zurück die Trommelkonsorten, jawohl. Der Stuttgart Tagesei sagt, ich störe bei dem Lied gleich die Box in den Hof, dann wissen die Nachbarn gleich meine Einstellung zu ihnen. Einmalig. Eine Rockstimme, sagt der Wolfgang. Auf das aber bitte die Häuselfrau. Ja, ich wollte gerade sagen, vollkommen richtig, auch schneller Fonte. Auch wir mein Stadtlauer Liebeslied. wenn Ja, man nehmen wir so jetzt da so einen Schinken und Nimm da, mal nimm da hinten, bitte, gell, ja. oder? Und Hinter. lass euch mal wieder eure Werke sein. Paul Hartmann fragt, findet man euch auf YouTube? Ja, Natürlich. Sag an. Küchs und Büchs und Konsorten. Konsorten. Küchs und mit dem und. Mit Unzeichen, Unzeichen. ja. Genau. Küchs Genau. und Konsorten. Auch auf Social Media, also Instagram und Facebook. Ja, Ja. ich überlege, ob man das da reinschreiben kann. Küchs und Konsorten. Klaus und der Patrick wäre ein großartiges Background-Chor beim nächstjährigen Murecker Open Air Live-Konzert, aber nur, wenn sie sich als 16 Uhr über den Semmering drüber trauen. Naja, Na ja, für euch hätten wir es machen. Für Und- euch hätten wir mach mal. Und ihr sollt so ein eigenes Programm auch mitnehmen. ein eigenes Programm. Ja, das bringe ich schon. Da lassen wir uns was einfallen. Irgendein, Das es, wär es sehr gibt, ja, cool. es gibt nicht viele, aber doch Trinklieder auch im Wienerischen. Na, da sind wir dabei, das Trinken Background tun Chor. wir bei den Konsorten nur das Kernöl. So schauen wir. Nicht nur, aber Sauft ihr hauptsächlich. Ja. sonst nichts? Da weiß ich nicht. Da weiß ich Also- nicht. Naja, Unsere Tour steht wirklich unter dem Namen ein Achtel Kern. Wobei So- auch so- der Kernöl geht immer. so wie ihr das Achtel Wein habt, haben sie das Achtel Kernöl. Also ich trage regelmäßig die Kernöl-Stammball bei den Konzerten aus. Wirklich wahr. Und der Küchs hat wirklich einmal ein ganzes Achtel getrunken. Langsam und mit Zeit, aber jetzt getrunken. Naja, so als Unterlage, Ja, wenn noch Achtel, dabei ja, kommt, ist Achtel. gut. Ein Weißt? Achtel ist schon viel. Ein Achtel ist wirklich, also Aber die so ein Stammball gegen Stammball, Stammball. sagen, Stammball gegangen Ja, wir haben auch ganz oft wirklich Leute, also wir haben einmal pro Gig haben wir quasi eine Kernöl-Verkostung. Ja. Da haben wir letztes Mal über 20 Leute gehabt, die was mit uns quasi Ich bin mit Stammball Tablet schon gegangen. Aber es ist ja, der Punkt ist ja der, ne, das ist aber leider, du kannst Kernöl saufen, dann kannst du mit dem Auto heimfahren, weil... Auch beliebt der Kernöl-Eierlikör. Der ist Ja, ja, jetzt so arbeit fein. gut. gut, Nein, Jetzt nein, arbeit nein, gut, schon der gut. ist wirklich fein. Das ist schon was Der ist Gutes. wirklich fein. Lass ihn das spülen. Ja, machen wir mal eine Stadtlauer Antwort auf die Gemeinde Baublume, nämlich die Zenze. Jawohl. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen, egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein, ja bei der Zenze kehrt man gerne. Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mein Zinzi, ja mein Zinzi aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Dann duftete Hakle und Co. sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, wenn man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein, ja bei der Zenze geht man gerne. Auf geht's, Häsel, jawohl! Die Hände, die Hände! Das war ein Scherz, weil ich bin verdammt, Entschuldigung. Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mein Zinzi, ja mein Zinzi aus Stadtlau.
jetzt war ich spät. Spät. Jawohl. Leibend. Ich hätte jetzt gespielt, eine Wiederholung. Wiederholung wieder. Ich finde es super steirisch. Ich war oft in Zeltweg, als meine Schwiegermutter noch dort gewohnt hat. Sagt der Harry, jawohl. Kernöl mir in das Wasser im Mund zusammen, zum Beispiel auf Vanilleeis. Kernöl ist bei mir Pflicht zu Hause. Kernöl gehört auf der Weil wir haben ja im Weihviertel auch extrem viel Kernöl auch bei uns. Hab ich Immer schon und Also dadurch so ein Achtel Kernöl im Salat ist eigentlich Standard. Ich habe Salat, ist aber Achtel drin. So, ja. Du, nimm her die Gitarre, was reißen wir an? Was reißen wir an? Hab schon. Was reißen wir an? Was hast du denn Lust? Oh, ja. Wenn der Kurtl ruft, dann ruft er. Das ist ein Großmarkt-Kurtl. Der gute ruft er. Jawohl. Ich sind die Erste, haben wir gesagt. Stimmt das, ja? Bin ich dabei. Geh, ich mach noch mal einen Vorspiel. Warte. Das ist die meine. Gestern Nacht in mein Wohn, da wohnt ich endlich allein. Ich streich da durch die Haare, du sagst leise nein. Hätte nicht bitte wart noch, aber ich weiß, dir geht's mit mir. Du singst wie Es ist noch Mitternacht und ich bring die heim. Steig mit dir aus dem Wohn. Du sagst, ich find den Weg allein. Und dabei schaust mich an. Und ich weiß, wie geht's mit mir. Du brennst wie ich. Romeo und Julia, das Samson und die Leila, ja, von sowas träumst. Und ich krieg dir dabei den Feier und dann schaust mich an. Und ich weiß, wie geht's mit mir. Du brennst wie ich. Spielst der Orgel, spielst Lied mir ganz auf Haus. Du spielst mit dem Feuer und das holt ihn nicht mehr aus. Ich hab schon Angst verschlafen, lieg in ein Feuerbeet. Verbrenn mich Haut und Haar, wenn mich nicht bald Du bist schon übrig, Jawohl. Weißt du, Ungeprobt. ein echtes Ist halt so. Ja, ist halt so. Wir haben ja gesagt, das könnte man machen. Ne? Das könnte man machen. Ja, sicher. Und natürlich kann dauern. Nicht? Also wir, uns eins. Du Echt, ja. spielst es öfters. Mein Fleiß sagt,
sauft's noch ein bisschen, dann kommt auch noch schön. Wäre super. Das schön, wenn man Andi Müller, Wiener Musikanisator, grüß euch, schönen Servus! Grüß dich gut. Achtel von einer, ich nehme einen Schluck. Aber was wir machen könnten, ich habe ja, du hast gesagt, du hast das, glaube ich, du kannst es mir spielen, weil eines meiner Lieblingslieder, Ostbahnkurti, ist tatsächlich ein ursprüngliches Bruce Springsteen-Lied. Wie heißt es? Arbeit oder Die in der Arbeit, ja. Die Arbeit, Ja. Eines meiner, muss ich echt sagen. Was drauf, Leute? Dort, 2 Kreuz. Dort. Es ist noch finster und da hör ich ihn schon. Er redet nix und hust viel beim Kaffee am Richon. Ich lieg noch in der Hafen, weil die Tier draus geht, weil in die Arbeit kommt man nicht so spät, weil in die Arbeit kommt man nicht so spät. Vorbei an die Hofenhäuser, voller zusammengestauchte Leute. Zuerst mit Radl, dann mit Moped aufs Auto, spart er bis heut. Er ist volterisch vom Hakeln und er ist blind fürs Leben, weil in der Arbeit muss man alles geben, weil in der Arbeit muss man alles geben. Wenn er heimkommt, ist finster, der Tag ist vorbei. Er hat da was zum tun ist, weil es muss so sein. Er redet nix und hust viel, er will sein Ruhe, sein Tee mit rum, weil das Leben ist Arbeit und die bringt dir rum. Ja, weil das Leben ist Arbeit und die bringt dir rum. Danke, Michael. Danke, Michael. Kurti. Eine Weltklasse Nummer. Ich habe ja tatsächlich die Ehre gehabt, Gott sei Dank, danke Papa an der Stelle, dass ich den Ostbahnkurti noch live gesehen habe. Auf der Kaiserwiesen in Wien. Also der Papa war Ur-Ostbahnkurti-Fan einfach immer schon und hat mich in die Musik eingeführt und ich bin damals dort gewesen, komplett unvoreingenommen, bin bei dem Konzert gestanden und war einmal der Schlag. Ja? Von allem dem, was ich da gesehen habe. Ja. Alleinig da, also bei den Musikern seines Vertrauens ist er schon durchgestanden mit 2 volle Schlagzeugsets, 4 Gitarristen und gib ihm. Ne? Ja. Da ist einfach so viel passiert auf der Bühne und alles davon war geil. Und das hat mich damals einfach so beeindruckt und dann ist einfach diese Zeit gekommen, wo ich jedes Mal, wenn ich im Auto gesessen bin, jedes Mal, wenn ich daheim irgendwas gearbeitet habe, wurscht, das ist immer Kurti gerannt. Immer. Und wenn ich jetzt mit dem Papa benannt bin, wenn wir mal Wochen benannt sind, es wird nie vorkommen, dass nicht mindestens einmal Kurti rennt. Das ist einfach sofort der Zug drüber. Absolut leibend. Also Das ist, als ob das eingearbeitet wäre ins Spotify, dass das immer rennt. Aber das ist wirklich so. Also nicht nur bekennender Ballacisti, auch bekennender Kurtologe. Absolut zu Recht. Wir haben in Wille Resitaris mehr kennengelernt dann im Zuge seiner, zum einen natürlich der Stubenblues und dann halt weil er halt sich viel mit Wienerlied auch dann hingetraut hat und super Sachen macht mit Ernst Molden und dergleichen.
Und Also auch da- früher noch, da war- wie ich noch ein da junger war Bub früher, war, ja. noch, die Sendung auf Radio Wien, was es da gegeben hat. Noch, weil da hat der Eichland gehabt, Peppi Mataschek Ja, und Trude Mali. Die und Radio, Rost Trost und Rat, das Trost Kastel, und die Rat, Sendung. ja. Großartig war das. Da war ich, weiß nicht, 16, 17, 18, 19, so in dem Alter. Ne? Das ist, Uli Slonek sagt, was war Ja, gut ja. im Schulhaus auf der Schmölz, war immer Wahnsinn. Ja, Ich natürlich. meine, auch abseits vom Kurti war der Willi Resetaritz ein großartiger Mensch. Ja, Gell? definitiv. Also jetzt, man braucht nur in Richtung Integrationshaus denken Definitiv. und Ja. da wird man gar nicht fertig mit dem Reden. Also Das ist ja der- respektiere ich wahnsinnig sein Lebenswerk. Also. Der hat viel gemacht und er hat Musik geliebt und hat diese gute Verbindung gehabt, meiner Meinung nach, zwischen diesem Zugang zur Althergebrachten, nicht? Weil einfach mit seiner Musik, die er kulturell geprägt hat, nicht? Das war die burgenländisch-kroatische Musik und dergleichen. Ja. Das hat er Rat und Trost. So Trost und Rat. Trost und Rat. Ja, Trost und Trost Rat, und hätte ich Rat. gesagt. Ja, Trost und Rat. Ja. Da ist, also das ist ja schon Weltklasse. Krise sagt, gibt es jetzt zwar was zum Trinken? Ja, um Himmels Willen, vertuscht es mal. Aber du willst Ja, ich bin tatsächlich sehr leer. der Jös. Der Pater ist ein Wunschcheck. Ja, weißt du, Mir schenkt er immer ein. Mikl, nachdem du ja keinen Wein trinken Na, hast du noch Wasser für mich? ich kenne das ja nur zu gut, weißt du, ich hol dir sofort ein Wasser. Und der Küchsonne Konsorten sagt, zu Recht oder ich nicht zu vergessen, die großartigen übersetzten Texte von Günter Brödel für Dr. Ostmann, das war ja einer davon. Nicht? Natürlich, Die natürlich, ja. in der Arbeit. Das einschenken musst du selber. Weißt du, das Ein Wasser musst du selber einschenken, oder? Draht und Rost, sagt er. Ja, Draht und Trost. ja, der Wille immer super, auch mit den Schmetterlingen, natürlich, da war der Anfang. Mein Fleiß sagt alternative österreichische Musik. So nennt man das. Weil Meine der Großmutter war so Super- ein großer Fan vom Ostmann, die Gartennamen nämlich, ja? Ja, Die ja, Ongschi. Okay, ja. Gerade die Schmetterlinge noch. Brauchst du noch Wasser? Ja, Weil ich hätte schon was damals, einschenken. Ja, die weißt du nichts. Was Du du schenk noch? mir eins ein und zwischendurch, weißt du. Dankeschön. Heute brauche ich nicht das. Pass auf mit Pass auf mit dem Scheiß reiß das um. Stoppe. Stoppe da den. Das macht überhaupt nichts. Das Warte, ist ich mach das praktisch live mit dem für die Stoppe. Kamera. Mit dem, das Auf ist der so Flasche praktisch, da das ist so jetzt ein praktisch. Nippel drauf. Das ist, was du für Verschwingung ich schon gehabt muss habe, ich den wenn Nippel der wieder auf die Arschloch Flasche ziehen. runtergerutscht ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wir haben letztens ein paar Flaschen ohne Dings gehabt. Na, habe ich mich gefreut. ja gut. Ja. So leicht sind wir zum Beeindrucken, dass wir uns über einen Deckel, Mein der von der Krüger Flasche, aber hat- geht schon mein wieder Krüger mit hat der auf YouTube ein super Video gepostet mit dem Text, mit den Nippeln, nämlich mit der Flasche. Finde ich großartig von mir. Du, aber das ist jetzt Weltklasse. Franz M., die Gala von Kurti mit Pepe Mataschek, Trude Mali und Luise Wagner mich aufgenommen. Genial, am Schluss singen es alle Irene Goodnight. Franz M., das brauchen wir. Das brauche ich Aufnahme unbedingt, brauchen. Franz, das brauche ich Weltklasse. unbedingt. Den Namen Allein die schon für mein tatsächlich auch sehr privates gerne. Archiv, weißt Ja, den Namen die auch gerne. Das war wirklich Weltklasse. Franz, das ist wieder mal, da sieht man wieder mal absolut rein. Trude Mali, Pepe Mataschek, Trude Mali, wenn er kennenlernen, die Luise Wagner auch, aber da hat sie nicht mehr gesungen. Wie ich sie kenne. Die Lucy hat da nicht mehr gesungen, ja. Aber Trude Mali, das kann ich mich noch erinnern, wir waren ganz junge Burmen. Und damals haben wir gesessen beim Herigen zum alten Weinstock. Das war so ein Wienerlied-Stammtisch von Wiener Volkslied. Fix, ja, genau. Und die Trude Mali kommt auf einmal zu uns her. Junge Burmen, wir waren damals, was willst du das 18, gewesen sein? 17. 18, 19, 18, 20, 17. so mit dem Ich war größten. noch ganz jung damals. Ja. Das war noch Und die Trude Mali kommt und sagt, so Burma, was singen wir jetzt? Ich habe mir gedacht, was willst du jetzt, dass wir spielen mit ihr? Das war für uns eine unerreichbare Größe. Und die war 1,50. Die war kleiner wie ich, recht staatlich. Und das war unglaublich, was wir mit Pepe Mataschek uns gespielt haben. Da haben sie das angespielt. Und dann hat die Trude mit ihren 1,50, 1,60 vielleicht, ja, am Pfifflos, die pfeifen können, hat sie da alles rausgehauen, hat abpfiffen. Und dann hat sie gesagt, original. Der Pepe und ich, wir spielen euch jetzt was, also halt's die Goschen. Original genauso. Und die Leute waren Die ruhig. Leute waren ruhig. Und dann hat sie gesungen. Und war Weltklasse. Sie war nicht sehr laut im Singen, aber sie hat schon eine Gewalt gehabt, aber die hat so schön, so fein singen können und dudeln können. Und eben, wie gesagt, irgendwann dann ist sie zu uns gekommen und sagt, Burma, was spielen wir machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, der Repertoire und hin und her und überhaupt und ich weiß gar nicht. Ich Welche war nervös. Tonart und der nervös war. Ich war ausgenüchtert innerhalb von Sekunden. Nachdem wir es der Peppi vorher eintragen. Ja, das was war's war's auch, so. gell?
Und dann, ich weiß wirklich nicht mehr, was wir gespielt haben, aber sie hat halt uns da spielen lassen und hat dann gesungen und hat Dudel dazu. Das war, für mich war es erhebend. Und die Trude Mali, also dann Jahre danach, war es auch so, 2 Wochen bevor es gestorben ist, war es noch bei uns in Neustift. In Neustift haben wir da gespielt. Und die Trude war da, sie hat gesagt, sie singt aber nichts mehr, gar nichts. War schon da in einem Seniorenheim oder Pflegeheim. Nein, Pflegeheim. Seniorenheim, glaube ich. Ja. Und wir haben das ja dann den Abend dort gespielt, sie war zufrieden, sie war glücklich, es hat ihr gefallen. Und wir waren après, also es spricht, der Abend war vorbei und wir sagen zur Trude Mali, sie war so über 80, ne? So mal erst Trude, was ist? Machen wir was? Quasi außer Konkurrenz. Und sonst nur gern. Ganz leise. Die hat keine Stimme gehabt, keine laute Stimme. Aber sie hat eine feine Stimme immer noch gehabt, auch im Alter. Und jeden Ton getroffen. Das war großartig. Jeden Ton getroffen. Ja, ich weiß da auch nicht mehr, was wir gespielt haben, ehrlich gesagt. Aber wir haben halt das gespielt und sie singt und wir machen ein zweites Lied, ein drittes Lied und auf einmal fällt uns auf, dass das ganze Lokal sich hervor zu dem Tisch Und alle sind rund um den Tisch hinbewegt hat. die nur da Da waren. sind gestanden 50 Leute, 60 Leute rund um das. Und war so still. Und das ist die Stille einer Masse, ist eine andere Stille, als wenn es ruhig ist. Das ist ja so. Und die sind da und das war so still. Und wir haben leise gespielt in der Lautstärke. Nicht lauter. Und sie hat gesungen und hat dudelt. Also das war für mich einer der erhebendsten Momente, die wir jemals gehabt haben. Und dann, ja, das war es. Und zwei Wochen später ist dann gestorben. Das war, aber es war wirklich Es war noch eines der echt. schönsten mit ihr gemeinsam eigentlich, eines der schönsten Erlebnisse dann, ja. Also Nach den ja, Jahrzehnten, die wir uns kennen, ja. Wirklich, muss ich echt sagen. Das war schon. Ja, Aber da fällt mir auch wieder die Was? die auch sehr geschätzt hat, nämlich. F. Lande Zuber. Ich war so uraltes Häuser, darin ist ein ganz kleines Beiser, der wird dieser Grenz wie das Wander, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle Werner zusammen, es hat den Wern kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich saus und dort ruf ich aus. Ich war so ganz Wirtshaus, weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich war die Loche sing in den Wirtshäusern draus in Ottergring.
Wirtshaus in Ottergring war längst schon kein Junggeselle heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich lach, ich sing in dem Wirtshäusl Trost in Ottergring. Jawohl. Ein Lied, das die Danke, Trude Schütze, sehr danke, von uns geschätzt hat. Das haben Ja, wir das nämlich ist einmal gut. gespielt. Da in jungen Jahren, vor 30 Jahren fast, so ungefähr bei so einem Wienerlied stand ist. Ja. Und da haben wir schon ein bisschen gespielt und die Leute haben keine Ruhe gegeben. Da war auch wie wir geredet haben. Und da kam eben die Trude dann zu uns hin. Zwischen uns hat sie sich eingestellt. Also ich bin gesessen, sie war genauso groß wie ich. Im Sitzen. Nein, Sitzen meine Ich sogar mir daher. Trude, mit samter Frisur. Ja. Gut, da fand ich Und auch so. Und macht am Pfiff den berühmten nämlich und sagt, so, ich muss einer glaube ich sagen, dass die Goschen halten sagen. Die zwei Jungen da sind heute da und spielen da zum ersten Mal beim Wienerlied-Stammtisch. Und es halt's nicht die Goschen. Das geht gar nicht. Hurcht sich das jetzt darauf. Dreht sich um und geht wieder. Ja. Und alle waren wirklich. Und ich war wirklich ruhig von dem Moment. Also das war Entschuldigung, die Trude. Uns So, zwar- wir sind die Goschen. uns zwar war das wirklich so, fast ein Ja. bisschen Ding, nicht? Die Trude wirklich so in Soft gegangen ist. Ja. Ich Aber glaube, schon ich, spannend, ich wenn muss ein den Mensch so einen Arschlöchern Respekt genießt, ich gell? muss den Arschlöchern sagen, sie sollen die Goschen Ja, halten. das war Weltklasse. Das hat uns Das war Weltklasse. Oder das hat so gesagt, dass es Aber nicht so die Schimpfworte überhaupt nicht, Es hat nein. halt geklungen wie ein Schimpfwort. Nein, das, Wenn die das, Trude Malik gesagt hat, ich muss den Arschlöchern sagen, dass die Goschen, das war ein normaler Satz. Das hast du ja, das ja. hat, das hast nicht, das hat, da hat sie nicht zusammen. Und die hat eine Autorität gehabt, da war Absolut. absolute Stille Absolut. unten im Keller. Und dieses Lied übrigens, das haben wir damals gelernt, das weiß ich auch noch genau. Im Schutzhaus, das erste Mal, wenn wir sowas gespielt haben, Schutzhaus Ottergänger Gartenfreunde, war das? Damals hat es Ottergring gehabt. Ottergänger Gartenfreunde? Kleines Schutzhaus hat das Ja, geheißen. aber also- Weitecker. also- Kleines Schutzhaus Kleines Weitecker. Ja. Nein, nicht die Weitecker. Nein, dann im Aber kleinen Ottergänger Schutz. Das war Gartenfreunde. ja, damals noch Also, so nicht. Das okay. hat dann später hat's einen Garten. Das kann sein, Ja, das kann genau. sein. Und da sind wir hinter einem Frühschoppen gespielt in Ottergring, beim alten Weinstock. Ja. Und es hat dann geheißen, naja, die Buldi, das war eine Kölnerin dort, eine liebe Freundin von uns, eine ganz leibende. Ja. Die hat den Geburtstag gefeiert oben in diesem Mit dem Schutzhaus. Schutzhaus, ja. Ottergringer Garten. Und der Herr Baron, auch leider schon verstorben, so wie auch die Buldi, der Herr Baron, der Ernstl, war ihr Mann und hat gesagt, was ist, fahren wir noch auf, genau. gratulieren wir noch meiner Frau. Nicht? Seid dabei, die tät sich freuen, was die Buldi, freut sich. Und da sind wir aufgefahren, also nach dem Frühschoppen. Also wohlgemerkt, man muss schon sagen, es ist ja nicht so, dass wir einen Frühschoppen gespielt haben und einen Kaffee getrunken haben. Nicht? Das war schon, ich meine, es war oft nach. Damals junge Bauern, wie wir Wir waren noch vom Frühschoppen überblieben quasi. Dann sind wir auf und haben also dort angefangen zu spielen. Alles leiber und super, alles toll. Und dann auf einmal kommt irgend so ein Mann zu uns und sagt, geht ihr das Lidl? Ich weiß nicht mehr, was für eins. Nicht? Nein, tut mir leid, das kann ich nicht. Macht nichts, Burli. Spielst mir halt das Lidl. Das kenne ich nicht einmal, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Pass auf, Burli, euch zu, spiel, ich sing. Und dann haben sie angefangen zum Singen, das war aber eine ganze Partie. Und wir haben dort dann den ganzen und Lieder gespielt, die wir gar nicht kennt haben. die haben einfach gesungen und wir haben dazu gespielt und dann haben wir das Ding. Und unter anderem war da dabei, aber das war ein anderer, der Ältere, der ist dann hergekommen, so, das lernen wir jetzt. Hat er gesagt, Das lernen wir jetzt, so ja. in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es ein Wortlaut war, aber das lernen wir jetzt. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Da müssen wir, naja, man so, nein, und da hat sie her, das spielen wir jetzt. Und dann hat er also mitgesungen und mitteilt, was wir machen sollen. Und das war eben, das wird es also in Unterkring, ja. habe ich dann dort so gelernt. Ja. Also es ist wirklich, es gibt für uns halt viel Geschichte mit vielen Liedern. Mit muss man vielen sagen. Liedern, ja. Ja, Na, in 30 Jahren kommt schon was zusammen. Auf jeden Fall. definitiv. Tradi war mal, ja. Stefan Weber habe ich tatsächlich schon auf der Bühne stehen dürfen. Ja.
Es war aber grandios. Grandios. Mit Radiowaweln genial. Ja. Also mit Stefan Weber habe ich einmal auf der Ein Erlebnis, muss man Weltklasse, sagen. war absolut Weltklasse. Aber da war jetzt kein junger Gitarrist, da habe ich schon an sich spielen können, aber es war Weltklasse. Und ich kann mich erinnern, wie wir auf der Bühne stehen, ich als Gitarrist und der Weber geht zum Mikrofon, also wir machen da irgendwie so irgendeinen Rhythmus halt, rein. Und der Weber geht zum Stefan und macht und alle, yeah! Und ich habe mir gedacht, Alter, ich habe irgendwas falsch Ich habe den gemacht. Beruf verfehlt, ich mache was falsch. Ja, aber Falsche Musikrichtung gewählt. ja, ich weiß nicht, aber das war unglaublich. Dann haben wir gespielt und ich weiß, ich habe den soliert. Er hat irgendwas gerufen, oder der Schlagzeuger gesagt, Klasse, Solo! Und die fangen an zum Solieren. Irgendwie, was weiß ich kenne mich nicht aus, ich weiß, ich spiele da. Und der Weber geht her mit dem Mikrofon, steht und haut auf die Gitarre drauf, wo ich gerade spiele, und versucht meine Finger zu treffen. Ne? Das war sein Spiel. Das war unglaublich. Solier schneller, solier schneller. Ja, es war eigen, sagen wir so, es war eigen. Aber es war eigentlich sehr, sehr leibend. Und eine gute Geschichte zum Erzählen. Eine gute Geschichte, absolut, definitiv. Vor allem das Beste war, das war nicht einmal deine Gitarre, warte. Gott sei Dank nicht, nein, weil ich mir dachte, mir ist wurscht, das ist meine Gitarre, das ist mir egal, nicht daher. Nein, aber es war sehr, sehr leibend. Und wir haben uns wirklich gut unterhalten. Er war schon stark geprägt vom Parkinson, den er gehabt hat. Und hat halt da sehr, ist halt so ein Tag schon, aber er war noch geistig da und wir haben uns wirklich gut unterhalten. Ich kann mich echt erinnern auf dem Stehtischl. Leider Dinge, die da nicht sagen darf. Also Das machen wir dann, wenn die Kamera ja, aus genau, ist. also das darf ich wirklich, da waren echt harte Sachen. Leibwand, alles Leibwand, also und auch nichts besser, aber schon würdige Beschimpfungen auch dabei. Grenzwertig. Grenzwertig, also für YouTube lassen wir es lieber außen vor. Aber Aber schnell einen Themenwechsel. definitiv. Unauffälligen. Aber es war leibend. Und noch die Dinge, das bist mit Stefan Weber auf der Bühne gestanden, war nicht schlecht. Ne? Der Schlagzeuger und der Gitarrist und der zweite Gitarrist und der Bassist waren von Radio Waberlat damals, aber ich weiß wirklich nicht den Namen. Das ist ein Schand, aber Wer ich das weiß damals nicht war, mehr. keine Ich weiß Ahnung. es nicht mehr. Ja, das ist ja so. So, aber pass auf, jetzt reißen wir noch was an. Ja. Reißen wir noch was an. Michel, Ich. Ja, sowieso. ein Tanzer. Ein Tanzer. Jo, Tanzer. da Das kann ich spielen wir mal, mit. da brauche ich mal gerne an. Ich glaube, wir spielen mit, aber glaube ich. Jo, das Georg muss ich genießen. Dann genießt. Ich spiele mit, Iris auch. Madel, halt mich fest und halt mich warm. Halt mich mir versteckt in deine Arme. Wir sind mal stundenlang so gehen. Lass mich einmal noch Sonne auf dich sehen. Lass mich einmal noch Sonne auf dich sehen. Ja, ich weiß nicht, warum's mich jetzt so fehlt. Und warum's so finster in mir wird. Ja, ich glaube, es kommt ein schwerer Regen. Lass mich einmal noch Sonne auf dich sehen. Lass mich einmal noch Sonne auf dich sehen. Jetzt, wo alles wächst und alles blüht, dass mir im Herzen dringend da beschwert. Ja, da will ich mich nicht ins Klumpen legen. Lass mich an.
deswegen lass mich einmal noch Sonnenaufgehen sehen. Lass mich einmal noch Sonnenaufgehen sehen. Lass mich einmal noch Sonnenaufgehen sehen. Achtung! Unglaublich, oder? Jawohl, Weltklasse. Tanzer. Weltklasse Nummer, oder? Danke euch, Weltklasse danke Nummer. euch. Ja. Bitte schön. Ganz bewusst mitgespielt. Eine Nummer jetzt, der Geburtstag von meiner verstorbenen Frau sich jetzt da bald ist am 5. September und eine der Lieblingsnummern vom Georg Wirklich, war die Nummer. Dann ist es noch eine noch viel Von mir größere nämlich Ehre, auch. gell? Danke euch, danke. Sehr gern. Das ist auch meine persönliche Lieblingsnummer vom Tanzer. Schon? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt ein paar, Es ist auf jeden Fall aber eine der die hat schönsten einen besonderen. Nummern, ja. Es war ganz spannend, wie der Tanzer gestorben ist. Hat Ö3 damals jede zweite Nummer vom Tanzer gespielt. Und wir haben gespielt in Rasdorf damals, wenn du dich erinnern kannst. Ich weiß nicht, wie das Lokal, also da haben wir in Rasdorf gespielt. Der Meier. Meier, ja. Das Kassel, ja, so irgendwie. Und ich bin nach Rasdorf gefahren und fahre über die Reichsbrücken drüber. Und in dem Moment spielen sie das Lied, dieses quasi, was er dann übersetzt gehabt oder ins Deutsche, waren, ich weiß jetzt das Original leider nicht, wann über Korneiburg die Sonne langsam untergeht. Und ich fahre über die Reichsbrücken drüber, die spielen das gerade und ich sehe so in Sonnenuntergang hinter Korneiburg. Und dann, Alter, Kitsch, es Kitsch kennen, jawohl. Ja. Bin da drüber gefahren und ich war erhoben. Und das war gerade an den Tag. Ne? Die spielen, die fahren wirklich über die Reichsburg drüber, da spielt und spielt und wann in Korneiburg die Sonne langsam untergeht. Und denke Das mir, kannst du gar nicht besser timen. Das Das ist geht nicht besser. Da haben wir gedacht, das ist Georg echt war großartig. wirklich absolut. lässig. Weltklasse Little, sagt der Snoop Dogg Tagesteil, ich danke dir schön. Ludwig Sass ist dahin, gute Lupe Nacht, also ich glaube, gute Nacht hat er gemeint. Meine Lieben, um 5 Uhr ist wieder meine Nacht vorbei. Alles Liebe, Ludwig Sass. Michael Ungaut, die Achtelleine, die Hätte ist, servus miteinander, die Hätte ist da, jawohl. Wie schön, heute sind es Lieder vom Schule. Na, schau da was an. Super, Klaus, sagt der Snoop Dogg, ich danke dir schön. Ich habe mich bemüht, es war eigentlich schon zu wenig, aber ich habe mich bemüht. Ich danke dir schön für den Lob. Tanz ist ein Sör im Ausdruck, das kann man sagen. Obwohl er das Wort nie leiden konnte, aber es stimmt, er war eine Art Sör, das stimmt. Patricia Schwarzbauer hat er danke eine. Krise 1220 hat eine die Achteln für den Michi. Schau, Das sind aber keine Achteln. die sind noch. Ne? Du hast recht, Tomatensaft. Ich hätte eher gesagt, dass das eine Trinkbecher sind mit Strohhalm, aber. Das kann's. Ja, Also was nicht, Ja. die hauen wir gleich einen Schluck. Jawohl. ich meine, ich kenne das Echt einfach ganz gut gemacht. frecher Achtel Wasser trinken. Das ist Das ist ja ein Wahnsinn. Echt gut gemacht, sagt der Sonntag, danke für mich. Nein, war leider. Merci. Danke schön. Ich meine, man weiß am ehesten jetzt die Pavlatschen kennen von den Solo-Pavlatschen, weil da gerade halt ein paar Austria-Puppen, die ich halt noch im Hirn habe. Ich kann das alles nicht mehr, aber ein paar habe ich noch, weil es leibend ist. Ja. Und jetzt der Austria-Pop für euch Jungen. Ist Austria-Pop hat einen Wert, gell? absolut. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist, Ich eigentlich, ja. Aber wieso? Du kannst nicht damit aufgewachsen sein, weil Doch. es hat es ja nicht mehr gegeben. Doch, weil meine Eltern haben es immer gespielt, wenn wir unterwegs waren und wir waren viel unterwegs früher. das ist im Prinzip die höchste Form von guter Erziehung. Du vergisst das, dass wir von der Steiermark regelmäßig nach Wien gefahren sind, wegen der Verwandtschaft. Und wir haben früher extrem viele Ausflüge an den Wochenenden gemacht. Und irgendwie muss man die Kinder auf der Autofahrt beschäftigen. Und ohne dass ich es Dann gewusst hast du habe, alles klar. und ohne dass ich es gewusst habe, Ich bin hol ich dann sofort eben an noch. solche Sachen rangeführt worden. Ich meine, Hab's dann ewig nicht gehört und spätestens als ich dann mit ihm wieder zusammengekommen bin, habe ich mich nochmal in den Austropop verliebt. ich finde aber zum Beispiel jetzt wirklich Austropop Weltklasse.
Ich bin ja wirklich damit aufgewachsen. Ja, wir sind ja wirklich mit dem aufgewachsen. Nein, wobei auch schon fast nicht mehr. Und In in Wahrheit Schulbandzeiten haben wir, Ja, war das natürlich großartig, aber damals habe ich E-Post gespielt noch. aber Meistens. eigentlich Das sind war schon- wir schon fast nach der Eigentlich, Hauptzeit. ja. Gekommen, also, aber durch das natürlich nicht durch meine Brüder und so. Ja, durch meine Eltern auch. Ist ja das so. Das Ja. war schon. Aber der Punkt ist der, für mich ist es spannend, Austropop, ich bin sehr großer Fan, muss ich echt sagen, von den neuen österreichischen Künstlern, sei es jetzt Wander zum Beispiel. Absolut, ja. Ich mag das, aber es ist für mich nicht Austropop. Austropop ist für mich eine eigene, eine abgeschlossene, eine Epoche. nicht mehr, eine Das ist Epoche. abgeschlossen. Ja, Die genau. Epoche ist Das abgeschlossen. ist eine ja. Epoche. Großartige Nummern. Und sei es jetzt Seiler und Speer, Pizzeria Jaus, eben Wander, das ist Leihwand. Das ist Neuaustropop. Ja, Ja, modern, vielleicht. Modern Ja. Austropop. Man kann natürlich ein Wort finden dafür. Ja, ne? man könnte aber es wird nicht passen. Ja. Es wird nicht passen, Du kannst wenn es wieder nicht- entsteht, sondern entsteht. Aber du kannst es weder in die normale Popmusik einschieben, noch in den Deutschrock, Deutschpop-Bereich einschieben. Ja, Es maximal, ist- du kannst sagen, der Deutschpop mit Ja. österreichischen Text. Ne? Aber es gibt ja Leute, die Christina Stürmer ganz gediegen in Austropop einschufen hätten. Ne? Ja, gar nicht eigentlich. Was Ja. überhaupt nicht. Von der Sprache her gar nicht. Respekt vor der Christina Ja, Stürmer, aber Austropop ist das nicht. Weißt, Das ist Austropop gar ist ne? nicht. Nein. Ja, das stimmt. Die Marianne Ment hat das in einem Interview mal gesagt, wenn die Christel Stürmer, wie das damals war mit Christel, und da hat sie mir gesagt, naja, Austropop ist das überhaupt nicht, weil wie soll ich sagen, die Sprache ist schon sehr teutonisch. Nein, sie macht coole Sachen, gell? Sie macht coole Ja, Musik. super Gell? Sachen. Ja, und hat jeder und Flug auch- damit und so. Also wurscht, mit Pizzeria und Jau, Seil und Speer, Ja, Wander und so weiter. Nein, nein, Großartige Musik. Ja, genau. Wirklich Genau. coole Genau. Sachen dabei, gell? Aber es ist halt nicht mehr Es dieses ist nicht Austropop, so wie man es kennt. Ja. Ja? Es ist ja mal so, ich will es nicht schmälern damit. Nein, Das es ist sind einfach nur ganz nicht mehr, große nicht mehr Leistungen. das, was die damals so großartig gemacht haben. Ja? Ich glaube, Austropop, der Begriff, es ist mehr ein Lebensgefühl, eine Epoche, wie du gesagt Ja. hast, Ja. als tatsächlich eine Musikrichtungsbezeichnung. Da gehört alles so dazu. Das Ja. rundherum alles. Das war damals so der Ambros, Fendrich, Danzer, Hirsch, Wilfried, SDS, das hat was, das hat eine Wertigkeit gehabt, eine eigene, das hat mit der Musik gar nicht Musik zwangsläufig gehabt, zu nein, tun nein. gehabt. Musik natürlich dazu. Sie haben sich damals auch noch ganz was, also viel mehr angetan bei den Konzerten, ja, von der Besetzung der Band her und den Arrangements und Dingen. Das- Es ja. hat einfach so, da ist einfach so viel daherkommen. Ja? Huch zu, Michi, wir haben vorher geredet, SDS, hast ein paar Sachen drauf. Wie schaut es aus? Es ist Sommer. Das Griechenland-Lied, das immer wieder, nein, irgendwann bleibe ich dann durch. Ja. Das habe ich mir heute das ist die Vorsicht. Ja, Ja, das haben uns beide heuer schon das gedacht. haben wir uns heute schon gedacht, wie wir dort waren. Das ist, Ja. Oh, eine. Beim Herr von Kiel. Radio Niederösterreich. der letzte Sommer war sehr schön. Ich bin in irgendeiner Bucht drin gehen. Die Sonne wie Feuer auf der Haut. Riechst das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland jede Menge weißer Sand. Auf mein Rücken nur deine Hand. Nach 2-3 Wochen hab ich's gespürt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken drehen sich um. Was zuerst wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du liegst bei einem Olivenbaum und du spülst dich mit einem Stein. Es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib ich wieder dort. Du sollst liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Darauf gib ich dir mein Wort, wie viele Jahre auch noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann dort. In unserer Hektomatik-Welt
dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steigen wir drauf. Die Rechnung, die geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du dich wieso, quäl ich mich da so schrecklich an und bin nicht längst schon weiß Gott wo. Aber noch ist nicht so weit. Noch was zu tun befiehlt die Eitelkeit. Doch noch bevor der Herzinfarkt mich allerfrühestens mit 60 in die Windeln brackt, lieg ich schon irgendwo am Strand, ein Bottle Rotwein in der Hand und stech die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleib ich dann dort, wo soll es liegen und stehen, bleib daheim für immer fort. Darauf gib ich dir mein Wort, wie viel Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Und irgendwann bleib ich dann dort, wo soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Darauf gib ich dir mein Wort, wie viel Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Jawohl! Weltklasse, Weltklasse. Ja, Ja. irgendwann. Auf jeden Fall. Absolut, absolut, das ist schön. Ja, es gibt nur Lob. Es gibt nur. Für mich ist heute Weihnachten und Geburtstag in einem, sagt die Patricia. Ja. Die Mama liebt es, wenn der Michi spielt, und das Problem unter Anführungszeichen ist, er spielt viel, aber er singt nicht so viel. Vor allem seit du bei dir in Felser raus bist, singst du Das stimmt aus der allerdings, Pop ja. viel seltener. Und die Mama liebt es Nee. einfach, wenn der Michi singt. Ja, schau, ich meine, erstens einmal, was rein Austerpop betrifft. Die Patricia ist mein Jahrgang, sprich, ich meine, hallo, Austerpop ist klar, es ist halt wirklich, aber ja, du musst singen. Du musst singen. Rudi Korber sagt, super beim Latschen, hat die Achtel, geht unter Biesenberg, das sicher, den werden wir jetzt auch reißen. Achtel von einer, Fritzl Startguss, hat die Achtel eine, der Maike hat die Achtel eine, Uli Slonek hätte, jetzt nur auf die Schnelle, Markus Pristoni, Snoop Dogg Dogg Style schreibt, eine in Großbuchstaben, bravo! Wolfgang hat die Achtel, die Chrissy hat die Achtel, eine Wahnsinn, bravo, schreibt es dazu. Absolut leibend. Und da merkt man jetzt zwei Dinge. Erstens einmal, aus der Pop, wirklich diese Nummern, was die für Kraft haben, was die für Macht in sich haben. Zum einen, zum anderen natürlich auch, man muss schon spielen auch können. Und da muss ich jetzt echt sagen, Michael, alle Achteln, jetzt trinken wir auf, jetzt haut es mal eine Orge einer Achteln für den Michael, weil, ich meine, Ich erhebe mein Wasser auf euch. Und wir den Wein auf dich. und Paul Hartmann sagt schon, Band geliked und abonniert. Dankeschön, Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. Mein Fleisch, schön, Sehr schön. zum Wohle. Zum Wohl, zum Wohl. Wohle. Prost, Prost. Schön. Werden wir nicht jetzt spülen. Mein Fleisch, oder hast du das im das ist nicht schön. Leider nein, leider nein. Schön. Will aber nicht alles. Mein Fleisch, wir hätten uns bemüht für die. Und bitte nicht das Skyline vergessen. Dann machen wir jetzt der Biesenberg und Skyline da mal rein. Ein Rundumschlag. Ein kleiner Block da. So, da fahren schon die Achteln, Maike Ulrich. Jawohl, Chrissy, 12, 20. Ich werde mich da in die Ecken setzen, ein bisschen was ich ausnimmt. Hat aber was rein. Sigi Schröter ist auch voll dabei. Franz M, Du, jawohl. Brot haben wir auch noch übrigens. Willst du ein Brot haben? Du, ich bin Du gut, müsstest gut uns versorgt dabei. Wir müssen uns holen. Musst du aufstellen. Was ist denn das da? Das Snoop Dogg Dogg Style, jawohl. Für Michi extra dazu geschrieben. Wolfgang, ja, ein Schnagel. Aufgestessen. Ich sag, du weißt, ich bin das Bier trinken nicht so gewöhnt, gell? Ja, der Weingarten ein Bies am Tee. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rentner beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle. In meinem Weingarten ein Bies am Tee. Transit wird nur recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort so singen her. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne.
Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Beck, das Fleckerlehrt, das mir allein nicht geht. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferlwein. Wohl verspürt. Und ja, ärgert mich. Ich hab einen Weingarten am Pisa-Beck. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rindwirt beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Heilige. In meinem Weingarten am Pisa-Beck dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen, hören und am Himmel, du siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann seh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Beck, das Fleckerlehrt, das mir allein nicht geht. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferlwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Searching for the keys, Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und
Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Dass ich das zusammenbringe, ist es. Nein, heute aber. Lustig ist, der Wolfgang hat schon geschrieben, ne? Ja, mein Song Opus schon live ist live. Ne? Ja. Und du gesagt hast, du hast dich geärgert, dass du dich verspült hast. Ne? Achso, ja, nein, Da habe ich noch einen kleinen Spruch dazu, der für mich in meiner Musikerkarriere schon von Anfang an immer ganz wichtig war. Ich weiß nicht, ob euch der Victor Wooten was sagt. Ja? Ja, freilich. Ja. Der Bassist. Der Bassist, der Victor Wooten. Ne? Naja, Jaco Pastorius ist für mich immer noch, aber Ja. da bin ich blöd. Aber rein vom Thema Spieltechnischen her, der Victor, Entschuldigung. gell? Nein, aber im Prinzip geht es nur um das Zitat von ihm. Er hat nämlich quasi sinngemäß gesagt, du bist nie mehr als ein Halbton von einer richtigen Note entfernt. Ne? Stimmt, Also, völlig richtig. allerdings, ich bin relativ oft ein Halbton von der Aber es kann nie mehr als ein Halbton sein. Aber ich muss sagen, das ist wirklich für mich, also nach wie vor, obwohl man jetzt, die wievielte Sendung um heute, weißt du das? 238. 238. Und für mich ist immer noch das Problem, ich bin nicht Multitasking. Es ist, ich sehe in den Chat rein, Und verspielst du Nein, schon. beim Spielen darfst du nicht in den Chat schauen. ja, aber es ist automatisch. Es ist automatisch, ja. Es Wenn es ist, da voll abgeht, schaust du Ja. natürlich rein. ja, und ich weiß es ja, ich war jetzt ja beim Lenter, da verspüre ich mich auch, aber nicht so oft. Ne? Aber da, es ist wirklich, und ich bin komplett, das was, ist- wer, wo bin ich? Was Ich meine, ich kann es nur mehr teilweise beurteilen, weil beim Lentner war ich ungefähr so nüchtern wie. Nein, ich war nicht nüchtern. Da muss ich mich leider dazu gesellen, aber ich auch nicht nüchtern. Da weiß ich nicht. Also, Bitte, ich war nüchtern. einer von den 3 Kontragitarristen hat sich verspült, aber ich weiß nicht mehr welcher. Und ich möchte halt anmerken, dass ich zwar nicht mehr nüchtern war, sie sagen, du hast mitgekriegt. Ich hab das mitgekriegt, dass alle 3 nicht nüchtern waren. Also, Schau, oder Markus Bristonik. Mörderisches Kompliment, obwohl es mir hier im Urlaub gut gefällt. So bekomme ich bei der Nummer ein wenig Heimweh. Na, das ist schön. Nicht. Das ist einmal eine Aussage. danke, Markus. Ja, Das ist bei einmal der Aussage. Skyline wird sogar der Michi kuschelig. Wirklich, und so wahr? ein bisschen rüber. Ja, ich bin extra ein Ja. Stück rumgerutscht. Wirklich, das ist geil, obwohl ich eigentlich, jetzt, du bist ja kein Wiener, also du hast ja nicht Wien gar nicht, aber es hat was. gell? Nein, es hat und was. ich muss jetzt mit dem Text an und für sich jetzt nicht verbunden sein. Ja, Die Musik liefert mir eine Emotion. ja, ja, ja. ja. Das ist ja, man hört ja oft Ja. auch, sage ich mal, Songs oder Lieder in Sprachen, die man gar nicht versteht, aber man versteht trotzdem, was es umbringen soll. Das große Beispiel bei uns beiden Ja. immer, weil ich so ein großer Fan bin, Buena Vista Social Club. Ja. Verstehe nicht, was die singen. Also in der Zwischenzeit weiß ich, weil ich mich mit den Texten Dass dann du dich damit beschäftigt habe, auseinandersetzt, jetzt ab damit. Aber die Musik hat mir das immer gefallen. Genau, Das war großartig. um eine Emotion zu transportieren, Oder musst du nicht verstehen, was Frank der Text Sinatra. sagt. Ja? New York, New York. Ich war nicht einmal in New York, aber die Nummer ist einfach berührend. Die fasziniert mich. Ich war noch nie in New York. Ja? Ich war noch niemals in New Ich war York. nicht so. Nein, aber die Nummer ist einfach, ja, Text, Musik, alles großartig. Das Ja. ist einfach, das berührt einen einfach. Aber es ist wirklich, ich meine, schau, der Wolfgang schaut lieb, noch ein bisschen Jazz gehört dazu. Ja, ich meine, Jazz, also Verspülen und Jazz sind zwei Paar Schuhe. aber es ist wirklich so, Manchmal erkannte man nicht mal mehr die Komposition. Nein, Also genau. eigentlich von der Harmonie her. Ja. aber es ist wirklich Ein so. neues Stück. Das ist ein Schiss. Ja, du schaust rein. Schießt du, Ich ja. schau rein, und da ist was, und da muss jetzt gar nicht sein, wo ich Nein, sage, ich bin jetzt genau. getriggert oder irgendwas, oder irgendwas, Ja, wo ja. ich sage, was schreibt der, was ist da, oder nein, gar nicht, sondern einfach diese Ablenkung durch, und ich kann nicht wegschauen, ich probiere es jetzt 238 Sendungen, probiere, dass ich nicht in den Chat schaue, Wie wenn ich wär's, spiele. wenn du jedes Mal fast spürst, ein Blatt Papier vor dem Bildschirm legst?
Hab ich nicht Es geht immer, wenn du das Papier schauen, war genau. Was, Ja, genau so. was glaubst du, denn dahinter steht? Was könnte denn drunter sein? Was glaubst du, was Ja, scheinst? das Was ist ja glaubst du, was Ja, scheinst? dann schieb den Laptop zum Patrick um mich oder so. Spätestens bei der 300. Na, dann schau ich Überraschung drauf. hat er ein Das ist fünfköpfiges genau das Team, das Gleiche das dann dann. übernimmt für die. Richtig, Also, richtig, wir brauchen ein Team, Patrick, wir brauchen ein Team. Haben wir heute schon kurz geredet? Moderationsteam ist natürlich da, wir haben schon. Freunde, wir haben schon wieder Ideen, Die Ideen fürs nächste Jahr. Also, wir werden da noch nichts verraten, Ja. das ist ganz unausgegoren, aber Zum einen gar nicht wissen, ob es geht, aber wir haben schon wieder Ideen, die schon wieder ganz. das sind heute einmal so wie in früheren Zeiten kurz schon vorher zusammengekommen und es ist schon die erste Idee geboren. wurscht, was macht's, sie macht Kurzvideos draus und von mir kommen blöde Bemerkungen im Chat. Ja, klasse. Du, Ganz wie toll, mit doch die einem Haufen Böllberger Funk nicht wäre mal was. Mit Funk. Was funky? Sagt der Maifly, Wiener Lieder mit Funk. Mit Funk, Ja, Funk ist mit jetzt Funk nie schwierig. was. Das ist eigentlich die einzige Dings. Ja, Funk. Was Ein für Walking ein- Bass ein- könnte man hier reißen. Das war kein Funk. Ist kein Funk. Kein Funk. Nein, nein. Aber es kommt das ist dem. an mir vorbei. Schau. Da bist du beim Spülen auch schon da angekommen und ich hab mir gedacht, hat er die da hängen für die Löcher, die er da schon so eingerammt hat beim Spülen? Entspannt ist schon so ein bisschen ein Ding braucht man. Klaus kann auch einen auf Mexikaner machen, jawohl. Das kommt mir doch, Nein, geht nichts mehr. das kommt mir doch Spanisch vor. Du hast die Kamera rausgehauen, das ist da. Oh ja. Nein, das warst du, ich verstehe. Entschuldigung. Na schau, jetzt muss ich alles wieder neu einrichten, weil. Was genau? Nein, ich schon wieder da. Ich Passt weiß schon, schon, passt passt schon. schon. Bitte verhalten Sie sich alle ruhig hier im Programm. Alles gut, alles gut. Also, ich meine, ich sage, Das war schon Das das war- zu mexikanisch jetzt. Ja, das war die spanische Emotion von dir. Weißt du? aber jetzt ehrlich, Ja. wir reißen uns zusammen, du musst fahren, hast ein Wasser getrunken Das und ist verursachst nur technische Probleme. Na, wenn ich Was das hast du Kabel gemacht? hängen bleibt. Was habe ich noch verursacht? Er Na ja. hängt extra in meinem Hotspot, damit dein Stream funktioniert. Ja, das war noch schön, Ja. wenn in meinem Stream drin hängt, dass nichts mehr geht. Das ist ja Wahnsinn. Was soll man sagen, ich hätte vorgeschlagen, wir reißen das Vogel an. Ist kein Funk, keine Frage. Aber Aber es kommt, glaube ich, recht noch. es oder? kommt noch der Funk nicht, aber ein Walking Boss auf der Kontragitarre. Da gibt es nicht viel, muss ich sagen, die das spielen. So. Nein? Was ich ewig schade finde, schon seit ich mich mit Wiener Musik und Kontragitarristen ja auseinandersetze. Jetzt ist ja klar, ne? Der Klausi war nicht der Erste, aber der Erste, der es wirklich so richtig umgesetzt hat, professionell. Der Erste war der Dunkelwitz später. Erstmal dunkel spät von mir so umgeschaut. Und ich habe mir das immer schon gedacht, warum nicht der Edi Reis und alle schon mal einen Walking Boss gespielt haben. Das bietet sich, finde ich, an. Absolut. Bei Ich meine, gewissen Swing-Nummern und Swing. wenn ich schon die und Wiener Sachen Song. habe, kann man so spielen auch. Ne? Ich meine, Ich hätte noch einen Wunsch. was bevor hast du denn für einen anfängst. Wunsch? Weil gerade vorher Jazz gefallen ist, habt ihr nicht irgendeine Nummer, die im Titel irgendwas mit Jazz heißt? Im Titel mit Jazz? Ich weiß, irgendwas. Die haben Blues in Fuß haben wir. Na, irgendwas war da. Jazz im Dress kommt davon und so. Nein, Irgendwas Ah, ist so nett. die schirmen wir vorher ein, ich weiß schon. D-Dur. Damen ist anwesend heute. D-Dur. Ich fange an, ja? ich fange Hört an. dir zu, willst du das gleich kennen? Ich weiß schon. Ja, genau die. Jetzt sagt mir nichts mehr. Das sind immer die Ansagen. Ich sage mit einem Jazz-Trailer. Zu 99% erkenne ich's. Das ist wirklich wahr. Ich hätte nicht gewusst, was man ist, aber er ist dabei, was ist das? Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab von einer so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mit wird aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird mir nicht fad. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine Musik, ob sonst kein Vertess. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudeli, und dann dudeli, und dann dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Bub, heute gehst mit Bier. Da gibt's gar kein Widerrede, wenn ich zum Wein die vier. Dort hab ich den Schramm im Glas, wir waren für alles verloren.
und vom Wiener Lied berascht, hab ich mein Vater geschwungen. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so einen Adress. Ich nehm mein Madel und fahr auf links in Haus. Dudel mich nur raus. Spülst jetzt die Schrammen, da wird meine Fahrt. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudeli, und dann dudeli, dann dudeli mich aus. Jawohl. Kurzer Einstieg. Danke. Das war's, ja. Das war's. Genau Ja, das habe ich. Es ist mir richtig hängen geblieben, weil ich. Vom Lendner angespielt? Bild mir ein. Möglich. kann schon Möglich. sein. Aber es ist mir einmal hängen geblieben, da habe ich tatsächlich einmal euer Spotify gestalkt und habe einmal so durchgekehrt. Und das ist mir so im Ohr hängen geblieben. Und ich habe noch gewusst, irgendwas mit Jazz, was war denn das? Was war das? Irgendwas mit Jazz. Für auf Jazz. So, der Rudi Korbis fragt, Patti, kriegst du meine alte Quetschen wieder hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich war noch nicht beim Ernstl. Ich bin erst nächste Woche beim Ernstl. Da habe ich nämlich nächste Woche mal ein bisschen mehr Zeit, nämlich. Also spieltechnischer Natur. Snoop Dogg ist Dann nächste Woche, Rudi, gib ich dir Bescheid. Mhm. auch nicht unwesentlich. Man reiche dem Mann endlich das Brot. Er nascht die ganze Zeit. Da ist noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen. Das ist Das denke ich mir nicht. Du sitzt da herum. Extra Abgesehen Aufwand davon bin ich ein denken. bisschen enttäuscht, wie wenig ihr gejausnet habt. Ja, weil ich nicht da rumkomme, das ist ja das. Dann muss man sagen, Aber, man reiche. aber der Serrano ist weg ja fast, gell? Ja, Den der habe ich ist- heute aufgeschnitten. Der ist auch sehr gut. Der ist wirklich fein. Ja, schneid's er selber, aber genau. Gib ihm hin. und her. Bitteschön. Ich meine, was ist, spiel dich nicht auf. Nicht? Ganz genau. Das könnte ich mir live wehtun, auch, gell? Ja, was denn? Ja, du, das ist geschickt. Ich schneide euch noch Ich das mit, Serrano, aber da ich habe bin ich zur eh Zeit noch. verstehen. Heute aufgeschnitten. Alles habe ich aufgeschnitten, was ich gehabt habe. Außer ein Speck. Das wird halt noch ein längerer Speck nicht, Abend. das war mir gedacht, willst du Speck? Willst du Speck? Eigentlich schon, aber kein extra Patrick, Aufwand. in Speck. Nein, kein extra Aufwand. Patrick, in Speck. Da können wir mehr kaufen. Das. Schau, ich habe für euch gleich ein bisschen was mit aufgeschnitten, damit es noch nicht hasst. Ich hätte nur auf mich geschaut. Ist ja kein Brot, ist ja nur Fleisch. Fleisch und Gemüse. aber Du musst das ja Gemüse- nicht essen, ich habe es aber für dich aufgeschnitten. Ja, das ist lieb, das ist lieb, Aber danke. die Chrissy 1220 hat schon erkannt gehabt, was ich meine Hat's gleich vorher. aber im Monat Er macht hat die schon schon gewusst da, hat's geschrieben. Ja. Aber der Party hat das sofort gecheckt. Ja. Das ist halt das. Wenn's nach sowas geht, muss man einfach den Patrick fragen. Das ist einfach so. Ich muss aber einen Fang spielen. Danke. Bitteschön. Jetzt habt ihr schon einen Zugmittel werden. Ich mag euch Wiener, aber nur die Originalen. My Fly. Der Jawohl. riecht sehr fein, Klaus. Das ist gut, gell? Ja, ja. Steht aber, das ist gut, schnell gleich an, ich möchte dann ankosten. Ein bisschen dünner. Eine Sache, die mich Der interessieren Hahn wird, spielst Außerdem musst du jetzt unten die Sicher. Schwarten weg tun. Ja, Ja. die Schwarten muss auch weg. Ja, jetzt muss nach rechts, ausweichen. Nein, aber nicht so. Die muss schnell runter und jetzt da tust du nach rechts so aus. während dem unten Täter aus der eskalieren, kennt der Snoop Dogg Jawohl. Doggy-Style mal einen Chat schreiben, wie er zu seinem Namen gekommen ist? Weil das frage ich mich jetzt eigentlich schon seit Seit Ewigkeiten. er das erste Mal heute den Chat geschrieben hat. Ich frage es mich schon seit ein paar Monaten oder Wochen, seit ich das erste Mal seinen Namen gelesen Ja, habe. also das wäre wirklich einmal ein interessantes Thema. Der Snoop Dogg, da ist Wenn der zu deinem Namen gekommen ist. sogar schon persönlich kennenlernen dürfen beim Xayot, gell? Beim Xayot haben wir das erste Mal, Snoop Dogg ist beim Xayot haben wir das erste Mal persönlich kennengelernt. Da war so ein Abverkauf oder irgendwas oder irgend so ein Ding. Da haben wir es getroffen. So ein Motorrad. Motorklicks, ich weiß schon, ja. Ja. In Wien Favoriten wäre es mit dem Riesenpfeiler schon längst verhaftet. Ja, stimmt, aber wir Deswegen sind bin ja, ich ja wir nicht sind ja Outdoor nicht- damit wir unterwegs. sind ja nicht in Favoriten, sondern wir sind jetzt nach rechts um den Ski unten halten und raus, aber ich schaue es an. Ja, schau, es wird schon. Es ist noch nicht, sagen wir mal,
Wie soll ich Ich sagen? bin mit einer Schneidmaschine groß geworden. Ja, das man sieht. Ich kann noch kein Brot Ich schneiden. habe heute wegen einem Serrano-Ski, die Schneide, du warst dabei, habe die Schneidemaschine Ja. rausgeholt. Ja. Die Ritter, ist ja echt, wirklich, Das ist ja, es ist weil ja, es ein Qualitätsprodukt weil ist, das die mal Maschine. geschenkt kriegt einmal, so als Gebrauchter. War ja 70er Jahre, aber die hält ewig. Ja, Die und hält das ist ewig. mit Ja, da, das, unsere holt auch schon seit und 100 da, Jahren. und da habe ich diesen Serrano auf, und ich gesagt, na, für das brauche ich die Schneidemaschine, gell? Und das was und die habe ich schon 10 Jahre. Aber ich habe es noch Aber nicht noch nie verwendet. verwendet gehabt. Weil ich nicht wüsste, ich habe ein Fädel. Ne? Schau her, jetzt habe ich meine Patrick, sei bereit. Ich bin bereit, ja. Ich nehme mir noch einen Serrano. Der gibt schon vorab. Auf ein Stück. Das sind ja Reaken, was du anschneidest. Du musst fein anschneiden. Ich mach's Fein. selber, wenn es dich stört. Du musst da fein arbeiten. Ich hab viel Feingefühl, aber Wenn wir das nicht nächste beim Mal Schneiden. vorbeikommen, hat es geübt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Okay, wir Das sehen macht uns geht's das wieder. nächste Mal in 100.000 Jahren. Wer singt denn die nächste Nummer? Ich Ich befürchte, das ist nicht bin besser. langsam voraus. Ja, die alte Schneidemaschine, so die Patricia, die ist älter als die Chantal. Ich bin mit der aufgehört, ich kann kein Brot gerade schneiden, weil ich mein Leben lang nicht mit der Schneidmaschine geschnitten habe. Ja, Der Horror. Der Michi muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich ein Brot schneide. das ist wurscht. Schau, das ist nicht so wichtig, dass du gerade schneiden kannst. Okay, also der Snoop Dogg Doggy-Style heißt in Wirklichkeit Christian und möchte es uns nicht verraten, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Aber Dann wollen wir das auch nicht weiter anrühren. Schade. ich kann mich erinnern, wenn ich Snoop Dogg da gestellt drauf war beim Gseio, war Weltklasse. So, jetzt der Rest an. Ich sitz auf der Wiesen, ein großräumiger Berg, die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nosen herum, ein Fink frisst der Fliegen, aber ich pfeife nicht rum. An Arbeit denk ich nicht einmal mehr dran, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Bahn. Und kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich verfreit, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schon fest in dem einen hinein, weil sagen sie nicht die Tätige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Bahn. Patrick, es ist soweit. Lass es zwitschern. Und stehen eines Tages der Winter vor mir, so quasi da keiner gehört und zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur. Denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Bereit für Notschlag, sicher lässt du so, Yes, 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 yes. Jawohl, einmalig. Ich danke vielmals. Dankeschön. Boah,
direkt ein bisschen anschauen. Klaus, unterhalte jetzt du den Ich Leuten. unterhalte die Ich Leute. muss mal kurz wo hinschauen. Nicht? Lass es zwitschern, sagt der Markus. Grüß die Hecken. Ja, Klaus, ja, sei habe ich dich persönlich getroffen. Du warst so sympathisch und cool. Tag ist Teil. Dank der Schäfer. Ja, sympathisch, glaube ich, bin ich schon, aber cool war ich auch. Ja, cool, ja, das wird schon stimmen. Ja. Ich bin schon ein cooles Sack, was? Ja, woher kann man sonst der geile Typenbonus? Das ist der Punkt. Den es Apropos, jetzt Zeit nicht gibt, weil ich nicht im Chat bin. stimmt. Aber gut, dass du das sagst, das brennt jetzt ein. Wo ist denn das? Da. Das Schmattes. Freunde, Schmattes. Wo ist die Glocken? Ja, in Wien. Gott sei Dank. Die tut noch mehr weh als das Ja, als das Da Weingeklimpere. musst du durch, Freunde, haut Ich werde bald einmal erhöhen müssen für sowas. Ja, kannst du machen, das ist alles in Ordnung. Du, aber hat es eine, was sagt so gut, wenn euch die Musik gefällt, ein Schmattes. Stellt euch vor, der Hut geht rum. Aber der Hut geht ja im Internet, wie willst du das machen? Du kannst ja nicht mit einem Kerl durchgehen, das geht nur virtuell. Und Du daher kannst haben so einen Hut einblenden. ich kann ja einblenden, aber das ist der Büdel, von dem haben wir ja nichts. Nicht? Aber ich habe eingeblendet die PayPal-Adresse und einfach schlicht und einfach in IBAN für eine Überweisung. Es ist so unromantisch, aber was soll es machen? Seid so gut, wenn euch die Musik taugt, wenn euch das leibend, wenn ihr das leibend findet, wenn wir weitermachen sollen mit der Pavlatschen und, gebt uns ein bisschen an sozusagen ein Feedback in Form auch von einer gemütlichen Spende. Ein Schmattes, ein Obolus, wie man früher gesagt hat, das können größere Beträge sein, natürlich, da stören wir uns gar nicht dran, aber es müssen keine großen Beträge. Es geht um was Kleines in die Hand, wie auch immer. Der Hut geht rum. Haut was rein, ich danke euch vielmals und andere Möglichkeiten als außer PayPal und online. Wie heißt es da? Wie heißt es? Online-Überweisung. Ja, online. Heißt es Online-Überweisung? Es ist eigentlich eine Online-Banking. Überweisung, aber du machst sie halt übers Online-Banking. Die Sofortüberweisung, Leute oder? können natürlich auch mit dem Überweisungsschein zur Bank laufen und es dort machen. Das Jetzt auch kann man machen. jetzt nicht. Alle Einnahmen kommen übrigens unserem Wohl zugute. Ja. Meinem und den von die Burma. Natürlich, weil je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir uns die leisten. Genau, und geht's da schon da gut, geht's mir gut. So ist es. weit bin ich schon. So ist es. Heute haben wir ja Richtige schon, Einstellung. heute haben wir schon ein Gewand Da gibt's immer- gestiftet. Happy Wife, Happy Life. Ja, so. Happy Wife, Happy Life. Ich hab's unser Gewand gestiftet, wir haben eigentlich ein paar Aber Naturprodukte aus der Südsteiermark Ein paar neue mitgebracht. Zuschauer vielleicht. Ja, das ist alles. Du, ich sag euch was. Kommt schon. Da ist ein Schmattes reingekommen. Schmattes! Wo? Wann? Patrick, Finger. Superchat. 10 Euro vom Ulrich. Schmattes für die leibende Unterhaltung. Warte, den Blende. Weltklasse. Ulrich, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Da trinken wir einen Schluck. Sofort einen Da Schluck. trinken wir alle einen Schluck. Da hebe ich mein Wasser. Halt. Klassisch, gell? Pass auf, jetzt geht's an. Oh. Das berühmte Das war so 16er ein beim Dreiklang, Singspiel. hast bist du Das ist ja gescheit. ein Singspiel. Ein Klingspiel. Klangspiel. Wie heißt das? Ein Glockenspiel. Das war jetzt, glaube ich, auch Das Schießtour. war's. Tatsächlich. Schießtour. Ja, aber da ist was weitergegangen. Da ist was. Ulrich, ich danke dir vielmals. Wenn das herkriege ich gleich das Chromatische, was das ist. Du, der Michel zirkt, das merkt man schon. Der Michel zirkt. Das heißt, du musst noch mal spielen. Was reißt nach? So die Nummern aller Nummern so gegen End aus. Die Handzahlernummer Gegen von End SDS. aus, so- Gegen so- End so- aus, so- sagt er. so- Wie schon heimfahren, nicht? Ja, wie schon haben. Ja, Das ist ich sag's euch, wie es ist, gell? Ich fahr noch. Ich lieber. Ich sag's euch, ich lasse fahren, ich halte nicht auf. Mir wäre es wurscht, ich muss fahren. Ich weiß eh, dass die das muss auch wurscht. Kennen wir zwei das? Ja. Ich muss auch nirgends hin, ja schon. Das stimmt allerdings. Mal zur Abwechslung in G-Tour. So wie Machen wir alles, uns wie so. wir es jetzt gespielt haben bis Da jetzt. laden wir uns zu. Absolute Weltnummer. Absolut. Willst du auch Strophen singen? Oder gleich die erste? Die zweite. Weißt du, dann mach ich die erste. Bei jedem Wickel mit der Mutter war mein erster Weg von daheim zu dir.
sie hat gesagt, du, es ist allein, das musst du verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Das war also abgelegt von Patrick sein Gesicht. Dann hast du gemacht, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr geben. Worauf ich aus deinem Kosten in der Not die paar 1000 Schilling fladert hab. Zum Verputzen in der Diskothek, ein paar Tage drauf, hast mich danach gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch schwer. Dein Blick war traurig, dann hab ich gelernt. Du hast nur gesagt, komm, lass mir's bleiben. Geld kann gar nicht so wichtig sein. Wenn du vom Krieg erzählst, wie du vom Russen genau gegenübergestanden bist. Ihr habt euch gegenseitig einen Cheek abgebunden, die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder die Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer her. Großvater, ich will nicht runterkommen auf ein Stück Kaffee. Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst spitz verstehe. Großvater, du warst der erste Freund und das vergiss ich nicht. Großvater, Großvater, du warst kein Übermensch, hast da nie so down gehabt, deswegen war da irgendwie ein Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen, niemals bereuen, alles für ihn, war keine Angst vor irgendwen. Großvater, dass du nicht runterkommen auf ein Stück Kaffee.
rollen. Jawohl. Mein Großvater, ja, das passt. Genau, Das ist die ja- Nummer passt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und ich meine, Die 8 so schon wieder was reingeschaut. wir da reingehen. Grisi sagt auch, boah, Gansel hat, Klaus hat Michi passen stimmlich so super zusammen. Aber das ist einfach, weil ich trinke und er fährt. Das bin ich gewohnt, weißt du? Das ist Ja, der einfach Snoop Dogg Tagesteil Steiermark von SDS ist wahrscheinlich zu kompliziert zum Spielen. zu kompliziert nicht, aber kümmert es wenig. Nicht? Mir gefällt ja das Lied insofern gut, weil er Du musst in das der ersten Post spielen auf Strophe. die Kontraseite. Nein, vor allem, weil er in der ersten Strophe, weil das jetzt singt, weil er mit dem Motorrad durch die Gegend fährt. Nicht? Das ist halt natürlich eine Welt. Ja, der Wolfgang sagt auch, da denke ich immer, die fährt mit dem Motorrad über die 54er runter. Bis bei mal Steins, genau, über das Gaberl, Zeltweg, Wonsdorf, jawohl. Steiermark. Und jetzt habe ich mein Motorrad schon angemeldet. Ich verkaufe mein Motorrad. Haut jetzt zurück. Da kannst du spielen. Na, reiß an, na bitte. Ja. Dann haben wir halt die Steiermark auch noch. So zu wenig im Uhr. Sind ja nicht so weit weg. Jawohl! Es ist wunderschön da, was ich immer mehr sehe. Wenn ich mag bei mir am Sonntag mit Motorrad die Gegend einziehe. Über das Land sind wir geritten, mit unserem Vorstand Rock'n'Roll. Haben unsere Jugend zelebriert und gespielt in fast jedem Hirnerstall. Eine fantastische Zeit, ich vergiss nie bereit. Wir waren aus der Hauptstadt, durch an jeden Straßeneck. Irgendeine Geschichte oder eine schöne Erinnerung versteckt. Und man kennt alle brav, alle Gauner, alle Tricks. Die lustigen Schickis, die normalen Leute und die Salonsteiner Fricks. Sie sind alle noch da. Und das geht genau so. Jetzt darf ich. Steiermark, da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich da daheim bin, immer mehr. Steiermark, wann immer ich zurückkomme von irgendwo, kann mich nichts überraschen, wann ich wirklich wen brauch, ist einfach wer da. Es war sowas wie Heimat, für mich lang kein Begriff. An dem Wort hängt viel Blut, viel dummer Stolz und der Nazi-Wiff. Nur ich hab da meine Wurzeln und meine ältesten Freund. Am Platz, wo ich mich zurückziehen kann, wann Wolken aufziehen, bis die Sonne wieder scheint. Und ich bin da geboren, es sind die Eltern da gestorben. Steiermark, da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich da daheim bin, immer mehr. Steiermark, wann immer ich zurückkomme von irgendwo, kann mich nichts überraschen, wann ich wirklich wen brauch, ist einfach wer da. Jawohl! Ja, wann waren wir schon Steirer da? Wen schon, den schon, Wen mit schon, der. den schon, ne? Und es fahren nur Achtel. Nur mehr Achtel, von oder? einer, Freunde. Die Achtel von einer. Einmal andere Pavlatschen, aber leibern, sagt der Markus Prestonik. Jawohl, echt super, sagt da bist du. Na, das ist wieder eine Kurtelnummer. Was hast du?
Echt super. Das wird ein super, kurzer ja. Achso, so gesehen, ja, das stimmt. Aber anders gemacht, glaube ich. Die Achteln, total wunderbar. Uli Slonek, alter Leibwand, so der Snoop Dogg Doggy-Style. Jawohl, mega. Die Patrizia, Steiermark, den Abend ihres sensationell. Lebens. Ja, das hat sie schon geschrieben. Die Patrizia, Weihnachten und wo sie nicht wo. Wunderbar. Weltklasse. Du musst fast am Samstag die Gitarre mitnehmen als Geschenk für die Mama, weil sie Aber vor 19 Darf ich dich Jahren daran nicht erinnern, dass geschenkt du am hat. Freitag Ja, Geburtstag hast? Ja, das soll für die Mama, Aber weil du sie willst sich vor aber nicht 19 schlecht. Jahren damit Jetzt beschäftigt. Meine Mama hat da von 19 Jahren mitgeschenkt. Das Das muss ich aber Patrick, schon ich muss einmal dann sagen, was du irgendwann hörst, was du. Meine Mama hat dir mich geschenkt. Die Vorher, werden, halt, da schon länger werden her. unsere beiden Mamas lachen. Und nie was verlangt dafür. Und unsere beiden Mama soll nicht nur lachen, die werden uns auch watschen und so, redet so deppert, rausflippen. So schaut's aus. Jawohl. Die Mama. Ein vom Einfach Austria. Ja. Ja, das ist Das kann ich bei uns verstehen. halt immer die Nummer, wenn wir aufhören. So, Ja. Ja, dann hören wir auf. Das- Hören wir auf, ist eh schon Schluss, Öfe. ist eh schon Freunde, aber Patrick schenkt mir noch nach vielleicht, ne, wenn wir schon aufhören. Kannst du nicht selber einschicken? Nein, für was habe ich die? Entschuldige. Für was hat ein Weihvierler? Ich darf mich nicht doppeln, ich der Heber nicht, weißt du? Bist du ein Achtler? Bist du irgendwas? Nein, ich bin voll Du versorgt. auch Ich nicht? bin voll nicht. versorgt, Ja, danke, danke, danke. Aber du musst nicht fahren, das weißt du eh. Aber ich bin mit meinem Gott fertig. Und Und wenn wir gleich aufhören, brauche ich nicht noch mehr. Die steht den wieder im Kühlschrank, Das aber steht im der, Kühlschrank. der wird trotzdem warm, das nutzt ja nichts, weißt Ja, ja. Das gibt's ja nicht, dass man. Also eigentlich, wir haben viel zu viel plaudert, viel zu viel gespielt und gar nichts, weil wir überhaupt nichts getrunken. du? Kaum. Ja, wir lassen schon nach, weißt du? Ja. Wir kommen in ein Alter. Das ist Alter auch schon. Das ist ein Zustand, das ist ein Zustand. Ein Doppler. Normal, ich meine, es ist, wir haben angefangen um 8:45. Jetzt sind wir also quasi 2 Stunden 52 unterwegs und der Doppler ist noch halb voll. Normal macht man die 4. Bataillon früher auf, nicht? Nein. Das ist- Nein, und es ist kein Vorwurf an die Gäste, das ist ein Nein, Vorwurf nein, an uns zwar. An uns zwar. So Aber ändern trotzdem sich die sehr zum Zeiten. Aber Wohl. wenn ich nicht fahren müsste, hätte ich euch tatkräftig unterstützt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das weiß ich nicht. Ich hab die beim Lindner gesehen. Ich weiß nicht. Du kannst schon was anderes wissen, Mal was dann. Ein Pass anderes auf, Mal ich dann. tät folgenden Ich habe Vorschlag. gerade 3 beim Ländler gesagt. Und ich habe trotzdem ein Businessgespräch mit dem Klaus führen können. Ja, natürlich. Das, Wir- eine, wir- das eine Voll das schließt das andere nicht aus. Arte Business. Keiner von den zwei kann sich noch daran erinnern, Das was ist gespielt auch worden ist. so. Aber so. Ich war Aber wir alles. rekonstruieren es schrittweise. Pass auf, Vorschlag. Wir machen jetzt die Schlussnummer von uns her. Und dann, wenn du so lieb bist, machst du I Am From Austria als Schlussnummer für die Pavlatschen. Gerne. Aber wir reißen einmal an und es war uns eine ganz große Freude. Es Ja. war Euch zwei. Ebenso. groß. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Absolut. Kurz fast, gell? Zu kurz. Ja. Ja, Bloß, dass wir noch haben müssen. Das ist Ja. halt das. Das ist ja, Irgendwann werden wir schauen, dass du am nächsten Tag nicht arbeiten musst und ich auch nicht. Und dann werden wir das. ich wollte gerade sagen, weil da werden wir das Gästezimmer, da muss der Party umschlafen und das Gästezimmer wird dann. mein Luftmatratzel mit und geht schon. So ist es. Das ist okay. Und nein, das müssen wir. Aber ich glaube, was Klausi, hast morgen Soundcheck? Der Franz wieso? Soundcheck. Soundcheck? Klausi, hast morgen Soundcheck. Ich überlege, was, Ich denk auch gerade. was er mal sagen will. Franz, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Nein, ich habe morgen keinen Soundcheck, aber du hast sicher, das ist sicher ein, wie soll ich sagen, da ist sicher ein Inhalt drin, den ich verstehe, sollte, aber nicht verstehe. Ja, aber ich verstehe ihn auch nicht. Und das macht mir Die Sorgen. späte Stunde wird sein. Nein, die späte Stunde, was heißt späte Stunde, ist 11:45, ist keine späte Stunde. Normal. du wirst die Pavlatschen andrehen, dann dauert es noch ungefähr 14 Sekunden und dann so. Ah ja! Jetzt weiß ich's. Ja, nein, achso, oder meinst du es wegen 9 in der Früh, wegen einem Soundcheck Wegen Sound- nein. in Lidschow? Das war aber schon brutal. Das war brutal. Um 9 haben wir Soundcheck. Oh, Ich meine, stimmt, wir haben ja. wir haben vom Programm her bis 2 in der Früh gespielt. Ja. In Lidschow beim Festival. 9 9 Uhr Soundcheck Lidschow. Ja, Franz, habe ich schon gecheckt. Passt. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich das gleich Morgen gecheckt. um 9 da bin ich schon wieder miert. Das ist. Patrick, steck an, Nein, steck mal vielleicht jetzt nicht an. unbedingt, aber Jawohl. Das da musst du anstecken. so Das. aufzustellen. Ich weiß schon, das andere hätte nicht eine Pause. Ja. Das war, du drückst eine bis passt, ne? Ja.
Dann ist alles hin. 9 Uhr Soundcheck in Litscher, ja. Das war hart. Ich habe bis 2 Uhr laut Plan gespielt. Wir haben ein bisschen länger Ein gespielt. bisschen länger glaube mal ich. gespielt, ein bisschen, ja, aber eh nicht Und dann um nicht 9 immer Uhr so. Um 9 Uhr Soundcheck. Soundcheck, Das ja. war Das schon. ist brutal. Das war schon. Wir haben aber um 5 Uhr am Nachmittag angefangen. Also von 5 bis Wow. von 5 bis so 6, 7. Ja. So um 5 haben wir schon gespielt. 5 ja, bis stimmt. 7 ist so lockeres Einstimmen quasi so. Ja. Nicht? Also. Ja. Und dann Gut. haben wir bei der Jam Session gespielt. Gut, So angefangen haben wir um 1 beim Wirten. ab 11. Von 11 bis 2 in der Früh. Dann, das. Boah, das ist knackig, ja. Aber so unplugged unter die Leute drinnen. So. Ja, ja. Ja. War trotzdem Das eine erinnert- knackige Partie. Also. Erinnert mich an eine oder andere Hochzeiten, wo man wirklich quasi vom Brauderpool in der Früh bis Ja. Ne, da geht schon was rein. gegen End. Am nächsten Tag Soundcheck um 9 Uhr in der Aber es Früh. war sehr lustig beim Soundcheck für die Bühne. War aber toll, muss ich echt sagen. 11:30 Uhr, War wirklich toll. Das waren das über Konzert, 400 Leute, muss ich sagen. War Über 400 großartig. Leute. Großartig war Der das. Martinet, aber das war super, wie der Tontechniker gekommen ist, so Burschen, Red Tacheles, was brauchen Was wir? braucht es? 2 Gesangsmikrofone. Ich muss ganz kurz noch eine klatschen. Was sagst Da kommt noch eine Nachricht vom Denki. du? Denke! Denki, danke, dass du zugeschaltet hast. Das ist Nazi ein 99. wahnsinnig guter Freund von mir. Ja. Ein irrsinnig lieber Kerl, auch Bassist. Und, aber auch Gitarrist, Keyboarder, alles. Und Grüß war in meiner Coverpartie der Vorgänger von mir. Den habe ich vor ewigen Du hast Gezeiten rausgespielt? mal. Hast du Nein, rausgespielt? ich hatte damals anderweitig, war dann eine Zeit lang in München und so und hat dann quasi einen Nachfolger gebraucht. Also denke ich, freut mich total, dass du eingeschaltet hast. Mega Bleib cool. auf. Danke dir. Danke dir. Super. Damit nicht nur meiner Schwiegermutter, auch dir widme ich dann I'm from Austria. Bravo. Und denke, es muss ja ganz ehrlich, ich kenne dich nicht, aber ich liebe dich, weil, ich meine, du hast die leibendsten Haberer. Aber der Punkt ist der, du schaltest ein, es ist, wie passiert so ist, zu spät. Entschuldige, Ja, vielleicht war er, das, hat er jetzt geschrieben, vielleicht war er die ganze Zeit schon dabei. das kann sein. Aber, Das wissen aber es ist natürlich, Entschuldige, das hat einfach sein müssen. Aber ja, es Ob jetzt noch der schlechte willst, Nein. rufen wir Schlagzeug und der Bassist vom Hochhaus auf, wie kommen sie unten auf? Was der Quetscher dabei hast, geht's dann so. so Gitarristen treffen sich nach Jahren wieder, der eine dann Bass in der Hand und sagt, der Gitarrist, ui, hast du einen Schlaganfall gehabt. Entschuldige. Böse, Ja, böse. Marzi 99, Vulgo, denke, Weltklasse. Wir stehen auf Bassisten und Bassistenwitze gehören, wie du weißt, einfach dazu. Aber das ist eigentlich nichts anderes als eine besondere Form der Wertschätzung. Muss man sagen. Also es gibt bei weitem nicht so viele Gitarristenwitze zum Beispiel wie Bassistenwitze. Und in Wahrheit, und ich als Humorist kann das sagen, man macht sich nur lustig über Leute, die es wert sind. Ist so. Und Genau das, so ist eben, aber. das ist eben, gut, bei den Burgenländler verstehe ich es noch immer nicht, aber das ist ja wurscht, ein anderes Thema. Nein, Nein. Ich glaube, die Witze, das sind gar keine Witze, sondern das sind Das einfach, ist das sind einfach so Tatsachen. Ui. So wie ich immer sage. Ich bin immer Messer im Auto, wenn man weiß, nicht mehr Kurve. Ja. Na gut. So, wir haben gesagt, wir spielen das erste Schluss. Ja, ja. Ja. Meine Herrschaften, Es war uns eine große Freude, da was hast. Ich glaube und ich hoffe, aber ich bin davon überzeugt, es wird nicht die letzte Pavlatschen gewesen sein, wo wir die zwei dabei haben. Nein, ganz sicher Ich nicht. komme gern wieder. Das ist ja. Ja, Das nächste Mal müssen wir euch ins Gästezimmer einschleusen, weil werden wir schauen, dass wir Weil- das zusammenbringen. Ja. Weil das mit dem Wasser, das siehst du, wir tun uns so schwer. Willst du noch was? Hast du noch eins? Ich hab noch. Was denn noch? Ja, wir tun uns so Nein, schwer mit nach. Siehst du, der Patrick bei mir funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk fast. Er macht da schon lange genug. Ja, schon, aber das 238. Der aber länger mit schon. Wasser, wir tun uns schwer. Aber nach über 30 Jahren letztes Mal beim Lenten hat er das erste Mal Wasser umgestellt. Ne? Das stimmt Du hast eigentlich, groß ja. geschaut, ja. Ja, das stimmt eigentlich. Und das ist die Verdauung. Aber ich habe die anderen 5 gespritzt nach umgestellt. Das stimmt. Ich habe nicht alle weggebracht. Ich habe nicht alle weggebracht. Doch Was nicht. machen wir jetzt? Nein, die sind schon warm geworden. Ich Kühlschrank stellen. Wir waren beim Lenten, ich kann nicht sagen, ich gehe stöß in den Kühlschrank. Das nicht machen beim Ja, dann musst du halt einen mitnehmbaren Ich kann ich nicht Kühlschrank mitnehmen, besorgen. das ist ja erst. Bringen wir ihn in einer Viertelstunde einmal. Füllen wir um in der Demonskabel. Unser grauer Senior, der Frenzler Stadtguss, verabschiedet sich schon. Gute Nacht euch allen, obwohl wir genau wissen. Da wissen wir genau. Der Frenzl geht nicht, bevor wir nicht auf Ende gedrückt haben. Das wissen wir. Der Frenzl hält durch, weil
da wird nichts versagen. Ja, Friesl, er hat sich ja nicht gewünscht, dass man sich nochmal extra von ihm verabschiedet. das kann sein, aber glaube ich gar nicht. Glaube ich auch nicht. Nein. Herr Friesl, mörderischer Haberer, und ich freue mich schon wahnsinnig, was wieder mal nach Wien kommt. Ich freue mich auch. Wenn wir uns wieder sehen. Euch allen ein dickes Bumsel, danke euch vielmals, euch liebe Gäste. Es war uns eine wirkliche Es war Freude, dass ihr wirklich dabei sowas von leibend und Wart. großartig. Und ich kann nur sagen, wird irgendwann sicher wiederholt. Absolut. Wir Sehr werden unser Bestes tun, dass wir wieder zusammenkommen. Sehr gerne. Weltklasse, Michel, musikalisch, einmalig. Haben wir eher schon geredet. Bitte. Dankeschön. Es gibt nur Lob. Dankeschön. Und ich glaube wirklich, es ist kein Fehler gewesen, dass wir quasi den Pavlacisten unbekannten Michel, ja, und wobei, wie gesagt, extrem Schaukler, hat schon dem einen oder anderen was gesagt. Wir danken euch vielmals, wünschen euch alles Liebe, schöne Woche. Ja, das sind ein paar. Lass ihn. Wir sind am Land, was? Das gehört daher. Ja, ist gut. Ja, aber attackiert wird man nicht so gut. Ja, das ist, da wird ein bisschen Schlange. Wir wollten ein bisschen bei dir sein. Das sind Viecher, das sind Ja, Viecher. schaut mal, der mein Fleisch, In der von der vielleicht wird die Lady auch mal mitsingen. Wenn ich weniger Halsweh habe schon. Weniger Hals weh. Da Das muss- letzte Mal habe ich ja gesungen. Ja. Stimmt. Nur ich bin halt am Husten und meine Stimme ist nicht 100% da. Und dann kann ich nicht singen. Oh, das wird man jetzt. Oh, das wird man nie singen. Also 90% da. Das ist schon. Und das nächste Mal kann ich mich dann ja mit Michi gemeinsam vorbereiten, dass ich irgendwie mit dem was singen oder so. Ich werde es jetzt einfach übersetzen. Im Prinzip, sie hat halt doch relativ viel Wasser getrunken. Daher Das ist so Blödsinn. singt sie halt nicht. Nein, wirklich. Das ist halt so. Ja, aber Ich habe heute Morgen gar keine Stimme gehabt. Also können ich bin kann froh, sie dass ich es. heute Die reden Patricia kann. sagt, können kann sie es. Ja, aber heute Morgen habe ich zum Beispiel gar keine Stimme gehabt. Also ich bin froh, dass ich jetzt gerade reden Siehst du kann. es? Siehst du, wie das jetzt errennt? Die Stimme ist da. Jawohl. Nein, es wird schon werden. Beim nächsten Mal ganz sicher. Also versprochen, Ja. beim nächsten Mal singst du mit. Ja. Weltklasse, das ist einmal da. Wir sagen euch wirklich Dankeschön. Und der Ulrich sagt schon bis morgen früh. Jawohl, morgen Ja. um früh. Um 9 Uhr haben wir natürlich wieder unseren Live-Podcast, den 16er Buben Live-Podcast, auf einem anderen YouTube-Kanal, nämlich 16er Buben Insights. Insights. Ja, ganz wichtig. Und auf Facebook. Natürlich auf unserem Kanal auf Facebook sind wir auch dabei. Das machen wir morgen. Und wir haben eine wirkliche Freude gehabt, dass wir euch zwar dabei gehabt haben heute. Und wie? So mörderisch leibend. Wird definitiv wiederholt werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Trost und Rat haben wir heute schon geredet. Großen Draht haben wir schon gehabt. Und, Wir rufen uns zusammen. Ja, wir rufen uns zusammen, wir machen es definitiv. Weit weg ist er nicht von da, sozusagen. Und Das ist näher als von mir. definitiv. Einiges, ja. Definitiv. Ja, 1,5 Stunden vorher. Ja. Wir sagen Dankeschön, pfiat dich gut. Wir machen jetzt einmal unsere Schlussnummer und dann kommt der Michel mit I am from Austria. Das ist fast kitschig, aber ist nicht manchmal kitsch. Aber Ist das nicht schön? Mach mir Kind. Mach das. Es ist so schön, dass es okay ist. Jawohl. Ich finde es wirklich schön. Was aufs Heimgehen vergisst, machen wir. Ja. Jawohl. Eine alte Wernernummer. Was du aufs Heimgehen vergisst, aber daheim niemand ist, stößt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut, jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's für ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen und auf seinen Flecken, den er traut sich heute gar nicht an, weil beim Wirten ja da hat er
Leute um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, guter Sohn allein. Da sagt ihm zur Sperrstunde ein Freund, der ist ehrlich und gut mit er meint. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt den Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Oberschaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl, Dankeschön. Dankeschön. Super, wie heißt der? Oh, die Chantal hat schon geschrieben. 16er Buben Insights. Aber wenn es eine gibt, mittlerweile auf 16er Buben auf YouTube, dann müsst ihr es finden. Da haben wir jeden Montag, jeden Morgen von Montag bis Freitag 9 Uhr, haben wir den Plauderei-Podcast. Und ja, Wir reden das über Gott dazu. und die Welt. So ist es. Und Bagger. Und über Bagger. Heute haben wir über Bagger. Heute über Bagger. Meine Mutter hat sich dann schon aufgeregt, nachdem sie mich angerufen hat. Nachher hat sie gesagt, die erste Viertelstunde war eigentlich, das war Fahrt für mich. Ich habe nur über Bagger unterhalten. Ne? Und da hättest der Mama sagen müssen, Mamsche, Ich habe eh gesagt, da ist so ein Bagger gegangen, das kann da nicht geht es um Fahrt was sein. Wichtiges. Da geht es um was Ja, Wichtiges. weiß ich, was euch interessiert. So ist es. Die Achtel von einer, ich danke euch vielmals, wir sagen Dankeschön. Dankeschön und weil wir jetzt zum Abschluss Weltklasse, nochmal danke an euch zwei, dass ihr herkommen seid. Jetzt reißen wir an. I am from Austria, kitschig, aber leider. Die hohe Zeit ist lang vorüber und auch die Höhe hast hinter dir von Ruhm und Glanz ist wenig über. Sag mal, wer zieht da den Hut vor dir? Außer mir. Ich kenn die Leid, ich kenn die Rot, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten jederzeit. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da geh ich hin. Da schmilzt das Eis von meiner Seele. Wir fahren Gletscher im April, aber wenn man schon vergessen hat. Ich bin dein Apfel, du mein Stamm. So wie dein Wasser talwärts rinnt und widerstehlich unser Höhen, fast wie die Tränen von einem Kind, wird an dein Blut
Es waren die Störche oft zu beneiden. Heut flieg ich noch viel weiter vor. Ich sieh die meist nur von der Weite. Wer kann verstehen, wie weh es manchmal tut? Da kann ich machen, was ich will. Da bin ich her, da kehr ich hin. Da schmilzt das Eis von meiner Seele, wie von einem Gletscher im April. Aber wenn wir schon vergessen haben, ich bin dein Apfel, du mein Stamm. So wie dein Wassertal wird's rinnt und widerstehlich unsere Höhe. Fast wie die Tränen von einem Kind wird einmal Blut auf einmal schnell. Sag ich am Ende der Welt voll Stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. I am from Austria. I am from Austria. One last time. I am from Austria. Schlaft's gut. Alles Liebe, pfiat euch, Papa. Viert euch.